Timmy, wir waren absolut synchron. Ich habe gerade noch ein bisschen was mit dem Ton umeinander geschissen, weil schon wieder irgendwas nicht geht, was ich den ganzen Nachmittag schon 25 Mal ausprobiert habe. Aber ist ja scheißegal. Geht irgendwas? Ja? Und die setzt mir dabei Hosen auf. Hallo! Und die setzt mir dabei Hosen auf. Ich habe keine Ahnung, ob sie hier Hintergrundmusik hört oder nicht, das ist mir aber scheißegal. Jetzt machen wir mal. Jetzt rennen wir mal den Schreibtisch zusammen, ne? Jetzt mir gleich. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hobby! Season 9. Reh. Ich weiß nicht, was da. Oh Gott im Himmel. Ich kann einen Chat nicht lesen. Ich kann. Oh mein Gott. Opa, mir ist wieder Mitgliedschaft. Mir ist wieder ein Resub. Oh Gott. Ja. Das ist der einzige Tag im Jahr, wenn ich wieder komme, wo ich mich normal noch mehr beschwere wie sonst, aber. Erziehe irgendwas. Ich höre nämlich nichts. Alle gleich chillt's. Chillt die Kniescheibe. Timmy Boy, merci für 3 mit kriegst du dir daheim. Breites Kuss auf die Nuss, merci für 25 €, das ist sauber zu feiern. Frau, bitte hau mich nicht. Doch, Frau, vermöbelten Sauer, Alter, da oben gingen nur blaue Kastel auf. Es ist so geil. Ich verfick die Scheiße nochmal. Ich hab euch vor der Sommerpause gesagt, dass YouTube Donations und Resubs am Anfang ein paar Minuten brauchen und die wahrscheinlich alle untergängen. Alter, wie viel sind? Du bist doch nicht ganz dicht. Was ist denn mit dir? Okay, sind es 100? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie viel sind es denn? Da, der Herr Turnuber, merci wieder in 20er. Let's Play Lemminge! Es wird kommen. Ich kann euch noch nicht sagen, wann, aber es wird kommen. Guess who's back? Back again. Birg's back. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Na. Will the real Birger please stand up? Normale Kartoffel auf die Ohren. Let's go. Leute, jetzt chillt. Hier kommt nicht mehr mit. Langsam. Florian, merci dir. Das ist 2. Maxi, merci für den Resub. So, jeder, der da drin erscheint. Franz, merci dir. Timmy Boy, merci dir. Zampai, welcome to the squad. Kuss auf die Nuss. Merci für die Mitgliedschaft. Oder wahrscheinlich ist es ein Resub. Ich glaube, du bist schon lange nur dabei. Kuss auf die Nuss. So, passt. Snooze Penny, merci dir. Kuss auf die Nuss. Bierman, merci dir. Da nochmal der Zampai. Wieso kannst du ein Mitglied werden und sofort Resub? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Kupala-Sepp. Was ist da los? Kupala-Sepp, seid ihr da? Zeit ist gewonnen. Sturmlakai, merci dir. Wolf, wieso sind da Leute schon wieder mit Clownnamen drin? Das ist irgendwie komisch. Wolfi, merci dir fürs Leerzeichen. Damals, merci dir. Soulflyer, Andal, Kaip, Christina, Marble Maniac, Opa Geil, merci. Was ist denn mit dir? Ich smashe ein Herzl verdammt ihm! Was soll denn der Song dazu? Merci dir, chill's bitte nicht. Ja, was rede ich eigentlich? Was reden eigentlich? Sie jetzt ja noch der Sommerpause, dieselbe Scheiße. Und es ist immer das Gleiche. Nix Musi, Herzi, jetzt kein Musi. Herzi hat Alerts. Herzi die Alerts, die her nehme ich auch nicht. Es ist, ja, ich hab was umgestellt, das muss ich zugeben. Ich habe in der Sommerpause tatsächlich was umgestellt, um Gameplay aufzunehmen. Für Dinge, die noch nicht so bald kommen werden, aber definitiv sehr wahrscheinlich kommen werden. So, Sapse, merci. Was ist mit Kim die bitte? Seit wann steht denn jetzt da auch als Ad? In die Alerts drin, was ist denn? Ohne Scheiß, YouTube hat gemacht. So, jetzt ja wenig, wann der Sommerpause daherkommt, was? Und wir probieren es mal so. Pass auf, nur Monitoring, Ausgabe an. Machen wir es mal so. Vielleicht hätte dann was. Hätte dann was? Ich weiß es nicht. Muss das Mikrofon wieder umschalten? Es ist so behindert. OBS, ich hasse die so stark. Es ist unaushaltbar, wie stark, dass ich die hasse. Audio, Ausgabe, Stream. Ach, der gibt nur, was? Na, aber das ist ein totaler Krampf. Ich glaube, ich weiß warum. Ich habe mich dann nämlich ein bisschen auseinandergesetzt damit, ob es klappt oder nicht, aber da ist überall der 6er. Macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt ist irgendwo. Opa, merci dir. Sapsi, merci dir. Wo haben wir ihn überhaupt? Keine Ahnung. Franz, merci dir. Kerstin, merci dir. Mindmaker, merci. Harmonowit, merci. Basti Hero, merci. Zitronenbaum, merci. Danuvius, merci. Quacksalberchen, merci. Leuchtrauschkugel, merci. Kubala Sepp!
Kruzifix, nimm! Die 1000 gibt's die nächsten paar Monate. Heute, null. Ab. Und kannst 500 Euro gleich an YouTube überweisen, wenn du das per Superchat machst, du Superheld. Leute, Dankeschön! Mein Gott, ich hör nix und jetzt kommen wir, jetzt sind Sounds da. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich eigentlich gar nichts umgestellt habe. Machen wir das da noch? Es macht ja keinen Sinn, Monitoring und Ausgabe anzustellen. Es macht keinen Sinn. Hört jetzt eine Hintergrundmusik? Ich habe keine Ahnung, was für Musik das drin ist. Ich sage das freiwillig, wie es ist. Was haben wir da? Mein Monitoring-Gerät ist mein Schulmikrofon, ja. Super, Windows Audio Ducting brauchen wir nicht übernehmen, okay. Ja, ich höre einen Scheißdreck. Ich höre einen Scheißdreck, meine Damen und Herren. Flixflex! Mir ist wieder Mitgliedschaft. Nein, Mitglieder kriegen die Tröte. Pass auf. Kuss auf die Nuss. Wir sind wieder da, Herr Wolf. Ist euch aufgefallen, dass ihr alle etwa einen Namen habt? Franz, merci wieder ein Ziegel, den habe ich vor einer Viertelstunde schon vorgearbeitet. Die Liste ist so unendlich lang. Wie lange dauert Zeit? Wie lange hat es letztes Jahr gedauert? Dreiviertel Stunde? Leute, Dankeschön. Phase 1. Feels good to be back. Phase 2. Ich weiß, das sage ich jetzt mal, aber es wird gefühlt jedes Jahr schlimmer. Es ist absolut insane. Ich weiß nicht, wo die 4 Wochen nicht gemeint. Ich weiß es nicht. Wir haben vor einer Woche, da hinten einen Fingerbrumsel von 9000 gebaut. Vor einer Woche gefühlt. Nicht direkt letzte Woche, aber letzten Montag. So dass sie sich anfühlen. Und wenn gerade noch, dann am Mittwoch von einer Woche. Maximal. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist das, wovor unsere Eltern uns selber gewarnt haben, wenn es da genug ist, vergeht Zeit nur schnell genug und genau da sind wir. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Der Flo, da gehen wir nachher dazu. Wir haben wenn wir jemals da fertig werden. Alter, 79 Monate, Henker-Chief, du bist da schon so unendlich lang dabei, es ist insane. Es tut mir so leid, wenn ich da jetzt irgendjemanden übersehe, aber ich habe weder einen Ton da noch irgendetwas. Es ist halt so lächerlich, ich probiere das heute Nachmittag aus, ich habe sogar 2 Mal ausprobiert, geht nicht. Es ist, keine Ahnung, leg mir am Arsch. Zu meiner Verteidigung, zu meiner Rechtfertigung muss ich sagen, was muss ich denn sagen zu meiner Rechtfertigung? Eigentlich nichts. Was ich auch machen kann, damit ich ein wenig Hintergrundmusik habe, weil die hätte ich schon gern. Also jetzt machen wir das aus, jetzt habe ich keine Hintergrundmusik mehr, die tue ich jetzt einfach mit dem VLC-Player rein und mach's auf Endlosschleife. Jetzt muss ich bloß schauen, dass da nicht der Porno anfängt. Dann. So, wo ist denn meine ganze Musik? Weiß ich nicht. Was ist das? Bayerische Musik, gemütlich extrem 2. Was ist das? Hier eine Wiedergabe, du bist auch behindert. Warum steht da extrem dabei, oder? Jetzt warte mal. Wann ist denn das? Okay, erstellt am Dienstag, den 30. November 2021 um 4:45. Und eingeschrieben habe ich bayerische Musik gemütlich extrem 2. Ja, ich lasse aber mal laufen, das ist total wurscht. Leute, Dankeschön. Andal, merci dir. Ich versuche oben zu scrollen und lese noch ein paar Leute vor, weil sonst kriegt ihr einen Schlaganfall. Paltroman, merci wieder 21 Monate. Bazooka Joe, merci dir. Tobias, merci dir. Undertaker, Flixflex, merci wieder Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich ihre Flickflex. Ich hoffe, das wisst ihr noch, wenn ihr mitmacht. Das ist eine Kackfrisur. Wolfric, merci für 43 Monate. Herr Pausch, Technik mal wieder 1 Bier 0. Das ist nichts Neues. Manche Dinge ändern sich nie. Jetzt, wenn irgendjemand was schreibt, verrutscht der Chat um 8 Kilometer, ich weiß nicht, wo wir sein. Andal, mir ist wieder ein 20er, endlich wieder Bierger, endlich wieder da, endlich wieder Pro Gaming. Auf ein neues Jahr! Das ist übrigens das 9. Das ist das 9. Jahr, Alter. Kannst du dir das eigentlich mal vorstellen? Wir machen diese Scheiße hier jetzt seit 9 Jahren! Und es sind jetzt 750 Geil, es hat immer noch, es hat einfach immer, ja, ich weiß nicht. Und ja, wir jetzt ja in der Sommerpause, denke ich mir so, kill ich meinen Kanal jetzt komplett, wenn ich einen Monat fort bin, oder nicht? Natürlich warte ich jetzt mal drauf, aber nope. Mike, mir ist über 75 Monate. Und dann. Wen haben wir da? Der Zitronenkini, es geht schon wieder los. Mir ist wieder ein Zwiegelblatteiger, mir ist dir Nougat-Keks, mir ist wieder ein Fünfer. Übrigens auch ein Kubala-Sepp natürlich, mir ist dir, du bist da lang genug dabei, du weißt, was ich sag. Tamara, mir ist wieder 42 Monate, Mike, 75 ist ab, wo haben wir jetzt? Ich scroll jetzt da einfach ganz auf die Bier. Wo? Herr Stefan, mir ist dir, Flo, mir ist dir, Gerald von Plötze, mir ist dir. Ich scroll jetzt da ganz auf, wenn ich nicht mehr auskenne. Because it's extreme lame. Naja, das ist nicht lame. Timmy Boy, so nicht.
Bring back Bierzeltmusik. Und das ist gut so! Nein, ja, liegt doch nicht. Ja, ich hab gelungen. Chris, ich hab gelungen. 9 Jahre, das sind 18 Mark! Herr Kreiper, made my fucking day. Urlaub muss sein, sind alle unterwegs im August. Ja, wollte ich ganz ehrlich. Ja, das kann ich jetzt auch wieder so nicht sagen, weil ich habe natürlich ein paar Sachen zum Verzeihen. Ich habe ein paar Beutel dabei vom Urlaub, wir waren mal fort. Aber ja, nicht so ausgiebig, wie man das sonst geht. Eigentlich habe ich 90% bloß Essenssachen dabei. Und irgendwie haben wir jeden zweiten Tag dasselbe gefressen, das ist nichts Besonderes. Aber eine ganz furchtbar narische Geschichte habe ich dabei und leider Gottes habe ich das Beutel, warte mal, vielleicht habe ich das am Handy. Ein Beutel habe ich nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob das, wenn das der neue Modetrend wird bei den Weibern, dann wird es ganz narisch. Dann wird es richtig narisch. Also, was muss ich das da mal suchen? Nein, das ist der wachsende Felsen, über den ich mich lustig machen wollte. Jetzt muss ich da mal schnell schauen. Das ist der Bürgerinnenwampen, das ist Maiwampen. Ja, doch, da haben wir es sogar. Wie kann ich mir das auf die Schnelle. Das machen wir dann, wenn ein Alert-Scheiß da jemals fertig wird. Dann fahren wir mal. Spielt da jemand Killing Floor? Nein. Mike! Du bist da schon 1000 Jahre dabei. Da habe ich drin immer wieder eine Schnapszahl, wie war der Urlaub, schöne Grüße. Da kommen wir noch dazu. Stefan Merz wieder neu zum Beginn der Saison 10 gibt es dann ein Community-Treffen. Mhm. Wahrscheinlich. Warte mal. Da fällt mir jetzt gerade keine dumme Adresse nicht ein. Timmy bei mir ist wieder neu, 10 Neues. Stimmt. Also gut erkannt. Wir spammen heute übrigens nichts. Das ist gleich mal schon mal, heute ist Blade-Schmerz. Was mich viel mehr interessiert, wie kriege ich jetzt das geschissene scheiß Battle? Wie kriege ich das? Warte mal, das war vom. Ja, das schauen wir nachher, wenn wir Battle anschauen. Das ist, wenn der neue Modetrend bei den Weiber ist, dann braucht es bloß noch eine Hosen wieder unter die Pfaffe ziehen, die das Zeug dazu anziehen und dann kriegt es von mir einen Behindertenausweis ausgestellt. Biergeist, der Vorstand heute da! Ich bin schon vorgewarnt worden. Aber wenn ich anrufe, dann gibt es einen Stress. Aber nicht den ihr mitkriegt. Was ist was ist. Mädel, Leute, schreibt der Stich Mike. Haben wieder alle im Alias einen Real-Klarnamen drin, gell? Community-Treffen im Landauer Volksfest. Ja, ganz bestimmt mal das. Ich gehe so schon nicht gerne ins Volksfest. Und dann, wenn 100 Leute von euch da sind, die darf man, glaube ich, zusammenkriegen, wenn ich das offiziell okay. Ich glaube schon, dass wir 100 Leute zusammenkriegen werden. Das tun wir nicht. Herr Karottchenbauer, merci dir, ich bin einer da und schon sehr lange Mitglied der Karotten sind gesund. Karottenmann, merci dir. Sebian, merci für 19 Monate. Mr. Mesh, merci für 74 Monate. Ich freue mich schon drauf, wenn du aus dem Altersheim streamst und wir aus dem Altersheim zuschauen. 50 fucking Jahre, Alter. Das sage ich ganz ehrlich, solange mir das nicht langweilig wird, solange euch das nicht spät wird, wird es auch automatisch mir nicht spät. Das sage ich einfach freiwillig, was es ist. Ja, du weißt, was es ist, ne? Ich habe nicht so als Altenheim für später mal im Kopf, sondern eher so ein Rentner-WG. Ja, mit den Spätseen, alles ohne Weiber. Hier wird keine Frau wohnen, das sage ich dir gleich schon. Außer eine, die wird zahlt. Ja. Leon, merci dir. Derek, ich freue mich auf die kommenden Streams. Schickers aus Österreich. Wo aber sonst hier. Kuss auf die Nuss, merci dir. Nuga Keks, merci wieder ein Fünfer. Gott sei Dank bist du wieder da. Grüß aus Österreich. Karöttchenbauer, merci dir. Schrö, merci für 5,50. Wenn es meine 55 Monate schon nicht anzeigt, dann kriegst du halt 5,50 €. Die hat es mit Sicherheit irgendwo angezeigt, aber es kämen so viele Resubs, Alter, die scheiß Listen da oben. Kann man die überhaupt durchscrollen? Die kann man durch. Ja, das dauert jetzt eine Viertelstunde, bis man da durchscrollt. Ja. Es ist jetzt wieder das Gleiche, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ich weiß nicht, wann jemals die Alerts da aufhören, warum gehen jetzt mein Monitor aus? Das ist komplett behindert. Ich habe im Urlaub, bin ja immer der Meinung, so mit so gut wie ich kann, weg von dem Kasten da. Ja, bla, halt einfach dein Maul. Ja, und dann lesen wir im Urlaub, lesen wir ein Bierchen, ja, komm, halt dein Maul. Ohne Scheiß, das habe ich, glaube ich, wie oft 8 Mal hintereinander versucht und kein einziges Mal hat sie gehauen. Ich glaube, ich habe in der Sommerpause habe ich mehrere Spiele durchgespielt über das ganze Jahr. Ich habe Sekiro wieder ausgepackt. Durchgespielt. Ich bin nur würdig. Und jetzt bin ich gerade an Dark Souls 3, da bin ich so bei 3/4 ungefähr. Aber komm gut durch. Hab ich nicht ganz so viel Zeit zum Spielen, aber wird schon. Herr Kais, merci für 76 Monate. Servus, welcome back. Endlich wieder meine Lieblingsunterhaltung. Zeit ist so. Nisse, merci für 7 Monate. Gut, dass du wieder da bist. Gut, dass ihr noch da seid. Meine Freunde der Sonne. So schaut's aus. Merci dir. Der Pötzi, merci für den 5. Endlich bist du wieder da. LG, grüß. Von grüß zu fast grüß. Merci dir. Hey, glaub Miete, ist auch nicht da. Grüß Gott. Na, wie geht's? Versteht's? Bist uns gescheit angegangen? Right in the Miau Miau. Die Nachricht geht mir right in the Miau Miau. Danke dir für 29 Monate.
Und dann haben wir da noch einen BY1516R, was das heißen soll, das weiß kein Mensch, aber mir wird 10 Monate der Bürgermeister, bin halt schon durch Landtag gefahren, weil ich es aus Kleinanzeigen abgeholt habe. Fahren die Leute bei euch immer wieder absolut naschen? Eigentlich nicht. Das größte Problem bei uns in Landau ist gerade, dass dieser Bruch gesperrt ist und du die komplette Stadt gefühlt 5-mal rundum fahren musst, wenn du irgendwo hinmöchtest. Das ist das Einzige, was die wahrscheinlich auch getroffen hat. Aber wenn du nicht so oft durchfährst, ist es wahrscheinlich auch wurscht. Mr. Gesichert unbequem! Phase 1. Erstmal merci für deine Mitgliedschaft. Ich hab die heute Nachmittag schon gesehen. Wartet halt wenigstens, bis ich online bin. Kuss auf die Nuss, merci dir. Merci für den 20er, ist auch sauber 2. Schön, dass du wieder da bist, hast das Arbeitsamt nicht mehr gereicht. Nein, das hat nicht hingehört. Ich hab mich beworben, die haben gesagt, du spinnst da. Du sitzt ja am PC, ich laber wegen einen Scheiß und mach in deiner seriösen Arbeit, machst du dann mal ein paar Internetseiten mehr rein, dann geht das schon. Und sie haben gesagt, ich bin... Nein, sag's nicht. Du kannst gut Deutsch. Hab ich gesagt, nein, kann ich nicht! Und du aber verstandst gesagt, oder was? Ja, genau. Opa Mers wird einer 50 Monate. Das wie viel die mal resubst du da eigentlich jetzt? Was ist denn mit dem Opa eigentlich? Machst du einen auf Timmy Boy und hast 25 Accounts? Was ist da los? Da ist er ja wieder unser Schönling. Ich bin so wunderschön, ich darf mir lieber den ganzen Tag selber rein. Tu ich auch, ich sag's ja kaum. Herr Alex! Endlich wieder Geld sinnvoll investieren. Vor Donner's Squad ist ein bisschen spät. Merci für 23 Monate. Eppenbauer, merci für 41 Monate. Leon, merci für einen 5er. Gary frag noch, hast du Helldivers 2 gespielt? Offstream, ja. Haben wir das mal im Stream gespielt, wie der Hype war? Wann war denn das? So letztes Jahr, Anfang des Jahres, oder? Ja, habe ich gespielt, aber nicht lang. Da muss ich ganz ehrlich sagen, normalerweise kann ich mich einigermaßen in Dinge hineinversetzen, warum die gehypt sind. Bei Palworld habe ich es verstanden, das habe ich zwar nicht gesuchtelt wie die meisten, aber da habe ich es verstanden. Aber bei Helldivers habe ich es nicht verstanden. Das habe ich einfach nicht verstanden. Das war für mich einfach ein 0815 Third-Person-Shooter fertig. Weiß ich nicht, warum dort Leute so eskaliert sind. Und immer noch eskalieren. Keine Ahnung, wie viel spenden das noch. Wie viel Leute? Das werden wir heute noch öfter nachschauen übrigens. Steam Charts, schauen wir mal. Helldivers 2. Schauen wir mal, wie viele Leute spenden das noch? Das würde mich jetzt auch schnell interessieren. 115.000, immer noch. Das ist eine Ansage. Also alles über 100.000 ist eine generelle Ansage und dass das noch so viele Leute spenden. Warte mal, schauen wir mal einen Downfollow. Den meine ich jetzt gar nicht negativ. Oh. Ja genau, Februar 24 ist rausgekommen, da haben wir eine halbe Million gehabt, dann einen Monat drauf fast nochmal. Und nach 2 Monaten ist dann ganz steil gedroppt auf unter 100.000. Das ist immer noch sau viel, aber ja, ist ja wurscht. Diablo Immortal wird auch noch gespielt, aber nur von Wales. Da habe ich ein Video gesehen dazu. Das ist absolut narrisch, dass das Leute immer noch spenden, ist mir ein völliges Rätsel. Das kann ich nicht verstehen. Nein, das kann ich nicht verstehen. Ich tue mich schon schwer zum Verstehen, dass man immer nur Diablo 4 spielt. Und ich weiß nicht, wie viele Seasons das man braucht, bis man gespannt, dass man von Blizzard nur verarscht wird. Aber das muss ja jeder selber wissen. Helldivers ist jetzt auch für Xbox raus. Ein echtes Novum für ein Spiel von einem PlayStation-Studio. Das habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt. Das sind ja aber die Sachen, die das mich nicht betreffen, kriege ich das meistens nicht mit. Aktuell mit PS5, PC, Xbox über 300k. Ja, ist ja anstrengend, um Gottes Willen. Das ist ja anscheinend auch ein gutes Spiel, aber war irgendwie für mich nichts, was sein. Auf dem zweiten Account über 40 Monate sehr gut, Chris vom Bürgersee. Herr Timbo, merci dir. Herr Hanus, merci für 49 Monate. Der Meister zurück. Leute, ihr müsst unbedingt in eine Alias schauen, ob ihr wirklich wollt, dass da eine Klarnamen drinstehen. Ja? Sechs da zum Beispiel Huber Kille. Gehe ich schwerstens davon aus, da bist du jetzt einfach selber schon so, jetzt einfach freiwillig, was ist, dass du Kilian Huber heißt. Ich bin mir nicht sicher, ob du magst, dass das jeder weiß, da hören. Weißt du, nenn die halt Dark Shadow 2015 oder irgendein Scheiß. Oh, Franzen! Mir ist für 46 Monate. Du gottverdammte Ehre. Habe dir. Was war das? Alle keine Ebene. Ebene Sepp, warum man nicht versucht zum Retriggern? Es ist sofort ausblendet worden. Die retriggert einfach. Bin extra so genannt. Ja, wenn das natürlich Absicht ist, wenn das so, dann ist mir das natürlich wurscht. Aber ich kann mir vorstellen, mir würde es zum Beispiel nicht passen, wenn da mein Klarname drin steht. Ja, in meinem Fall ist es natürlich auch ein bisschen was anderes. Birger ist mein Kleiner, ich glaube, jeder weiß, wie ich heiße, das ist mir abgesehen davon. Aber wenn ich jetzt Zuschauer und vielleicht einigermaßen anonym bleiben möchte, dann weiß das eben. Hey Ebner! Was ist da wieder los? Rest in Peace, Mr. Headphone Huren! Juhu!
Endlich wieder mein Pflegegeld aussehen. Hast du mir deine Pflegestufe 1 geschoben, oder was? Schöne Grüße aus Oberösterreich! Nein, Österreich, Entschuldigung, Ober habe ich dazu erfunden. Donatenkrieg. Nein, Leute mit nein. Der Bruder, es ist jetzt 20 nach, wir haben nichts da außer Donation so geschaut. Das sonst ist es eine Dreiviertelstunde, ich weiß nicht. Eben das ist sauber 2, du bist aber lang nur dabei, darum spare ich mir die Ansage, okay? Merci dir. Kuss auf die Nuss, das ist sauber 2. Vor allem heute, ich sitze nur da und laber irgendeine Scheiße. Okay? Es war auch vor der Sommerpause dasselbe. Beim Blätschmerz, das ist sowas, das verstehe ich hinten. Ich sitze einfach nur da und rede irgendeinen Scheißdreck in meinem Zimmer allein in der Kamera. Ich fühle mich zwar natürlich nicht allein, weil da ein Chat rattert, wie die kompletten Narrischen. Aber weißt du, was es ist. Bernie Crusade, Urlaubsessen, Beuteln, wo? Kommen dann schon. Jetzt warten wir mal, bis sie das noch einigermaßen beruhigt. Ich weiß, dass sie sich irgendwann einigermaßen beruhigt. Einigermaßen. Aber am ersten. Heppa! Tritt auf in der Stadt in der Saison auf, bitte low, den Oktober schnell kommen. Immer auch gleich dazu. Habt ihr das Video gestern nicht angeschaut? Ich bin's 1986, ich kann nicht ohne Sprengi. Wo ist der Sprengi? Wo ist dieser Sprengi? Ich sag das, was es ist. Bringt's bloß den Sprengi zurück. Der Sprengi, wenn fort ist, bin ich auch fort. Das sag ich dir, was es ist. Sprengi ist der ist so wichtig wie die Kamera da. Das ist so wichtig wie die Maus und dieser Monitor. Ja? Ich kenne die Beutel nicht vom Discord. Ja gut. Scheiße, stimmt. Stefan! Scheiße, Lava-Streams, Beste! Ja, ich weiß ja es gibt einige, die das... Ich mag ja das auch! Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal einen Laberstream oder jede zweite Woche Laberstream machen, dann es mir irgendwann auf den Sack gehen. Wir müssen da haben wir vor der Sommerpause schon ein bisschen geschmerzt, wir müssen da... Herr Eppenbauer, jetzt muss ich erst einmal da anständig Merci sagen, weil sonst kriege ich einen Vogel. Herr Eppenbauer, Merci, das ist sauber 2, du bist aber auch lange nur dabei, du weißt das. Ja, jetzt lauter geschubst, Ende des Gesprächs. Und dass heute wieder 1 Million Resubs daherkommen, das war mir schon klar. Der Meinmaker hat es angedroht. Der Sprengi ist in unser aller Herzen, das stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich über den Sprengi angenommen. Angenommen. Das Ganze hier läuft noch mal in 9 Jahre. Ja, oder sagen wir, rufen wir auf, machen wir 10. Und in 10 Jahren sitzen wir da. Und der war heute weg und hat nie wieder gekommen. Da hat man in 10 Jahren immer wieder mal ab und zu über den Sprengi schmerzen. Also das ist halt schon nice. Und eigentlich saulustig. Das späteste Mal im Oktober haben die letzten Videos versammelt, weil Dünnpfiff. Mortal, das ist erstens gelungen und zweitens, dann gehst du aus dem Stream raus, schaust du das Video von gestern an, dann kommst du wieder und dann muss ich nicht dieselbe Scheiße 5-mal beantworten. Karas schreibt! Das ist der Unterschied zu uns Weiber, wir können labern ohne Ende und uns wird nicht langweilig. Ja, ihr habt's da auch nicht alle gleich. Ich weiß schon, ich bringe oft einmal so mit alle Weiber dieses und jenes, alle Männer dieses und jenes und so weiter, aber damit meine ich natürlich nicht alle. Nur geistig umnachtete Vollbehinderte nehmen mich da beim Wort und meinen, ich meine wirklich 100% der Frauen. Ja? Aber ja, da ist schon was dran. Ihr labert's gern. Ihr labert's gern. In der Regel. Über andere. Und jede Frau da herin kann mir das jetzt bestätigen. Und die das mir nicht bestätigen, das ist der kleine Bruchteil, der normal ist. Und das sind meistens aber halt auch die Weiber, die da herin sitzen und zuschauen. Und meistens sind das auch Weiber, meistens, nicht alle, die mehr Männer als Freund haben, als Weiber. Die nicht über andere Weiber labern. It is what it is und ihr wisst, dass es so ist. Mehr Begriffe! Du bist auch schon 1000 Jahre dabei, Alter. 77 Monate mehr als dir. Endlich hat der Montag und Mittwoch wieder ein Bier. Und jetzt dann wieder ganz oft am Freitag. Und übrigens, was ist denn das? Wer ruft denn mir auf meinem Handy an, welche Nummer die ich nicht kenne? Haben wir jetzt schon so weit, oder was? Behindert, wenn der kein Name nicht drin steht, gehe ich nicht ohne, so einfach ist das. Stimmt, die Mannsweiter haben wir vergessen. Ja, das ist ja auch nicht, das meine ich weder negativ noch irgendwo, ich stelle nur Dinge fest. Ja? Ich kenne da ein paar. Meine Frau ist zum Beispiel so eine. Die hat mehr Männerfreund als Weiber. Und das ist keine typische Tussi nicht. Die ist aber wahrscheinlich auch so kurz vor lesbisch. Das ist dann die nächste Evolutionsstufe von, wenn du
eine beste Freundin, aber 5 beste oder 4, 5 richtig gute Männerfreunde hast, dann bist du meistens auch nicht alle. So kurz vor ich stehe auf einmal. Es ist, was es ist, was soll ich machen? Ich hab das nicht erfunden. Das habe ich nur festgestellt. Ja. Spam wahrscheinlich. Wird da nicht rangehen. Ich gehe sowieso grundsätzlich nicht ans Telefon. Wenn mich irgendeine behinderte Nummer anruft, wo der Name nicht unten steht, der nicht eingespeichert ist, dann hast du mich nicht anzurufen und ich habe mit dir nicht zum Schmerzen. Nur dazu frage ich mich, wo haben die meine Handynummer her? Die hat kein Mensch. Die haben nicht einmal eine Handvoll Leute auf dem Planeten. Naja, gut. Dabei, Tom! Ich finde das immer nur seltsam, weil wir uns halt einfach kennen seit Kindergarten, Alter! Seit über 30 Jahren! Das ist was? Von lauter Pause 2020 in der Werkstatt. Herr Weiß, merci dir. Joke Brother, merci für 65 Monate. Ich grüße meine Frau. Hallo, Schatzi, schau, ich bin im Fernsehen. Und jetzt fahr her, Mann. Ja? Das wollte der eigentlich damit sagen. Aber ich übernehme das, weil dann kannst du auf mich grantig sein und kannst dich in Ruhe lassen. Okay? So. Gangster Proof! Merci für 18 Monate. Zuerst Chef, in dem Urlaub habe ich herausgefunden, dass Meinari fremd geht und schwanger ist von einem anderen. Das ist aber, ich weiß, es ist natürlich scheiße erst einmal, das ist ja klar. Aber, wie sage ich, andere Mams haben auch schöne Töchter. Phase 1. Phase 2, wenn es fremdgegangen ist und schwanger ist einer von dem anderen Typen, da die ihre beim Aussehwerfer so nachgehen. Herzlichen Glückwunsch, du Fotze. Und dir zu droschen. Aber sofort, da war ich keine Sekunden nicht mehr. Ich war grantig natürlich, weil ich mir denke, was, eine Fotze? Du Fotze! Oh Gott, mit der von nicht mehr. Oh, mit der von gut Fotze ist jetzt kein so ein bayerischer Fluch. Aber heilige Scheiße ist KI-Kacke mittlerweile gut in bayerische Texte übersetzen. Jetzt weiß ich auch, warum mehr als jeder zweite Stream mittlerweile gelb ist. Weil ich heute den ganzen Tag umeinander fluche wie ein Behinderter. Ja, komm, passieren ist mal wieder aus dem Maul gefallen, was soll ich machen? Herr Schulz! Mir ist für 63 Monatäre, ich grüße die Tabakpflanze, die gibt's immer noch. Pazifix, ihr müsst eine Alias aufpassen, weil ich nicht mehr weiß, wer ist! Du hast doch noch nie Schulz 7195 geheißen! War das nicht irgendwie der Tristan aus Triftan oder so ein Scheiß? Herr Dominik, mir ist für 17 Monate benannt, endlich Sommerpause vorbei. Das muss ich unbedingt nachschauen, ob man diese Alias-Namen im Chat ausschalten kann. Das ist das allerletzte. Ja, Lex, ich glaube, das musst du machen. Was muss ich machen? Ich bin auch dabei. Wer mir fremd geht immer fremd. Das ist richtig übrigens. Das, bei mir ist auch eine absolute Null-Toleranz-Ding. Da gibt es auch nicht, oh scheiße, ich habe Bussi gegeben oder sonst was, gibt's da nicht. Das mache ich, ich war besoffen, nein, passt nicht. Nein, ich war noch nie so besoffen, dass ich nicht mehr weiß, was ich tue. Das ist einfach nicht, und ansonsten bist du vergewaltigt worden, dann musst du nachzwingen. Ja? Du schau mir die. Magst du mir ohne schlecken? So. Nein, das schmerzt ja nicht, das ist nichts. Der Max Jodel ist der Jodel-Max, das haben wir schon gedacht, Jodel-Max. Du hörst schon immer Jodel-Max, da sag ich nichts. Tom, Schluss jetzt! 30 Jahre, das wäre bald viel. Ja, sag halt das nicht! Sag halt nicht! Sag halt das nicht! Sag halt das nicht! Herr Weiß, mir dir. Schluss jetzt damit! Kriminale Feier, Sackelzement. Mr. MK2 merci für den Euro. Das liegt an dein lange Haar, dass deine Frau kurz vor lesbisch ist. Ja, mir ist das auch scheißegal. Es ist so, jeder da was er will. Solange ich mitmachen darf, was? Was da los? Das ist der Farmer Life 2002. Krass, da kannst du schon. Das ist so geil, oder? Das ist so geil. Ja, Farmer Life. Jetzt kriegst du jetzt mit denen, was er macht. Merci für die Mitgliedschaft, habe dir beim Squad, Kuss auf die Nuss und so weiter und so fort und überhaupt sowieso. Ab in den Chat habe ich dir Mr. Farmer Life. Aber das 2002 steht garantiert für dein Geburtsjahr. Und ich bin so, Bruder, wer 2002 geboren ist, kannst du schon die Schuhmantel selber binden, oder? Dann überlege ich so, na, der ist 23. Auf was? Das Ding immer teilweise, wenn ich Leute lese, die so 98, 99 geboren sind und so, dann denke ich, ja, immer das, du kannst überhaupt die Schuhmantel selber binden. Ja, fuck, der ist 30. Was? Okay. Alles klar.
Ich bin 1996, aber das ist ein Weißbier. Was ist ein Weißbier? Habe ich die Reformer, habe ich die, so ist brav, so ist brav. So haben sie alle brav. Das Problem ist aber so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wo wir dann waren, weil jetzt mal, wenn ein Mitglied dazukommt, dann wird der sauber in den Chat hineingegrüßt. Das ist natürlich super awesome von allen, das ist ja klar. Das werden wir auch so beibehalten, das ist aber ja klar. Oh, jetzt haben wir auch noch die Musik, weil dieses bayerische Gedudel macht mich fertig. So, wir haben noch mal, ich habe nur andere. Bayerische Musik, gemütlich extrem 3. Die kann man auch noch rein. Du musst schnell ein wenig lauter. Was ist das denn? Ich lasse mal so laufen. Jetzt ist es? Der Dooms of Sepp! 1609, dann bist du quasi 416. Herzlichen Glückwunsch zum 416. Kuss auf die Nuss. Merci dir. Herr Dooms of Sepp, ab in den Chat, habe die Ehre, Dooms of Sepp, wenn er mitmacht, ist sowieso. Du kannst sowieso, du musst abhauen. Du musst abhauen. Mir gefällt sowas. Ich habe auch nichts gegen so, die kann schon mal ab und zu im Hintergrund laufen, da sagt kein Mensch was. Hallo, ich meine, wo haben wir alle her? Und jemand, der dem gar nichts ab, also der, ich glaube niemand, der bayerisch aufgewachsen ist, weder in Niederbayern oder Oberbayern, da ist vielleicht Schwerl umeinander, das ist mir klar, dass die nicht so aufgewachsen sind, das ist mir klar. Aber bei uns, glaube ich, gibt es niemanden, wenn... Zwei Sachen gibt es nicht, beide Sachen gibt es nicht. Niemand sitzt sich her, so am PC, so, ich habe jetzt Bock auf Musik hören, macht Kopfhörer auf, sitzt mich her und hör mir die so. Glaube ich, tut einfach keiner. Also ich tue es nicht. Und ich glaube, von euch tut es auch keiner. Aber Hintergrundmusik. Wenn es irgendwo langsam, gemütlich läuft und so, das glaube ich ist normal. Und was es auf keinen Fall gibt bei uns, glaube ich, dass irgendjemand sagt, wenn das im Hintergrund so läuft. Oh Gott, das tut das weg. Das tut keiner. Ja, gut, der Chili schreibt mein Vater schon. Ja, okay. Emilia! Was jetzt? Emilia oder Esther? Oder hat es das von 2007? Heilige Scheiße, die ist erwachsen, Alter. Jetzt hab ich wirklich lang gebraucht, bis ich das ausrechne. Kruzifix nochmal. Aber von 1609 oder irgend so Scheiß, da brauche ich nicht lang. Aber 2007, Alter. Das wenn ich her, jemand ist geboren 2007, dann muss ich auf die Uhr schauen und fragen, ja, wann holst du denn vom Kindergarten ab, Alter? Musst du nicht los, Alter? Die steht doch seit 12 Uhr Mittag, steht doch die am Kindergarten und wartet auf die. Nein, die ist 18, die darf Auto fahren. Was? Kennst EIG an Dierling, Florian aus Garmisch, gebürtig Oberammergau, Wennerschau, da quasi oben. Ich bin einfach, ja. Fuck, Mann, ich bin echt alt. Fuck! Goddammit! Ab in den Chat habe ich der Emilia und Esther, hat sie das Zwilling nicht, keine Ahnung, ist mir wurscht. Welcome to the squad, dankeschön. Ich hoffe, ihr seid lange nur dabei, dass ich sowas nicht base mache oder sonst irgendwas. Snooze Penny, as always, merci dir, weil wir jetzt gerade 2 Späße damit auf den Sack gängen. Kennst du eigentlich einen Bierling Florian aus Garmisch, gebürtig Oberammergau, wenn er schaut er quasi an und wenn du ihn schon kennst, wie viel Schlaganfälle hast du gehabt? Ich kenne ihn nicht und ich mag keine Schlaganfälle, ich glaube, den schauen wir uns an. Das schreibst du mir im Discord einmal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das im Stream anschauen mag. Herr Ale, merci dir übrigens. Alexa, merci für 50 Monate. Wow, Suchtelzeit geht wieder los. Montag und Mittwoch und ganz viel Freitag übrigens auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Phase 1. Die Sommerpause ist nun vorbei. Wir gehen in die Season 9. Eigentlich läuft ja noch Season 8 so lang, bis der Jahresmerch kommt. Das ist immer Anfang Dezember. Ja, eigentlich, aber ich muss ja irgendwas sagen, so mit der neuen Season geht los. Irgendwie geht es aber eigentlich bloß weiter. Ist mir wurscht, Alter. Ihr wisst schon, was ich meine. Andi Band, merci für 40 Monate. Jo, morgen Ibaradada. Guten Morgen, benannt. Der Driver, merci für 50 Monate. Mr. Birgerson, wir haben Sie... Mr. Birgerson, wir haben Sie vermisst. Timmy Boy, merci für den Zwickel 2002 und Jurastudent im 4. Semester, so für einen weiteren Kulturschock. Ja, das ist halt nur närrischer. Jurastudent, Alter. Bruder, wann kann ich ihn sagen? Ich habe meinen Anwalt bei mir. Wie lange studiert man Jura? 14 Semester, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Fridolin! 10er ist 2 und du weißt, dass wenn du der Fridolin bist, wo ich mein, bist aber lang nur da, dass ich nichts sag. Grüß dich, alter Mann, schön, dass du wieder da bist und jo, ich darf dich alter Mann nennen, weil ich älter bin. Ich freue mich schon am Nachschausgeburt. Da ist jemand, der ist 80 geboren. 80.
Freunde der Sonne, derjenige, der 1980 geboren ist. Jetzt mal folgendes, jetzt pass auf. Das müsst ihr mir vorstellen eigentlich. Denken wir zurück an Corona. Wem kommt das noch so vor, als war das vor maximal 2 Jahren gewesen? Maximal vor 2 Winter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war vor 5. Das hat angefangen Anfang 2020. War vor 5 Jahren. So. Jetzt mir gaff. Da ist jemand 1980 geboren. Phase 1. Derjenige ist 45 Jahre alt. Außer er hat jetzt im September, Oktober, November irgendwann Geburtstag. Aber im Grunde 45 Jahre alt. Nochmal so lang wie von Corona bis jetzt, mein Freund. Und du bist 50. 50, Alter. Ich weiß noch so gut, wie meine Mom früher irgendwann einmal gesagt hat, es ist, Mann, dass du mit 30 Jahren wieder da sitzt und Computer spielst! Und ich so, was soll ich machen? Jetzt bin ich dann bald 40, ne? Bald auch noch nicht so ganz. Ich meine, ich bin jetzt vor 2 Monaten, 3 Monaten. Scheiße. Vor 3 Monaten 30 geworden, wollte ich gerade sagen, 30 geworden. Trotzdem, es ist vielleicht schon fuck off. Ihr kennt's doch Bürgerin. Kennst du Bürgerin? Mich würde mal interessieren, wir schauen uns noch ein Battle an. Und dann erinnert mich jemand, dann erinnert euch selber dran, wenn ihr es seht, und schätzt bitte ihr Baujahr. Ich werde es nicht beantworten, da muss ich mich zusammenreißen. Ich werde es nicht beantworten, weil das mich jetzt wahrscheinlich gar nicht. Irgendwo glaube ich, sehr aber auch wurscht immer und sonst was. Das würde mich interessieren, was du meinst. Ich werde in 8 Tagen 40. Ich sehe lauter so krasse Baujahre da. Hier 73er Baujahr. Herr Maurer, es ist halt so narrisch, dass jemand, du bist 12 Jahre älter wie und ihr sitzt da und schaut euch die Jahre aus, ist jetzt Schweizer. Ja, was ist denn da? Mr. DM! Daumen hoch. Bin einer da! Jetzt war noch im Schachtraining. What? Aber gleich im Nachschausport. Müsst ihr dir eben schöne Grüße in die Schweiz, as always, Kuss auf die Nuss und konzentriert dich auf das Schachtraining. Fix Mari. 50er ist 2. Aber 50er ist in der Schweiz auch nichts wert. Das ist wie wenn ich bei unserem Penner ein 10er hinwirf. 5,5 Cent plus Steuern, weil mein Nicht, merci dir. Mr. C. Fix, merci dir. Da die 5,5 Cent plus Steuern, weil mein Abo ja ein paar Stunden unterbrochen war. Hoffe, das Club-Sandwich hat geschmeckt und die nicht in den Kasse gestürzt. Herr C. Fix, ich habe mir sogar 2 geleistet. Ich weiß gar nicht, wie viel Club-Sandwich das ich gefressen habe, aber es waren schon ein paar. Da steht dann glatte 2000, 76, 82, 87, 92, 76, 87, 76, 2001, das ist wieder ein bisschen jünger. Der Schmal da, der Junker, der kann sich mit der Emilia zusammen da, 2007. 95, 84, 2000, aber die Gründe haben wir schon ein paar Mal einfach festgestellt, dass die Community so viel älter ist, wie wir das, oder wie ich das so lang gemeint habe. Das ist richtig narrisch eigentlich. Richtig narrisch eigentlich. Haben das jetzt, was ist denn jetzt? Haben das eigene Jahrgänge oder haben das die Schätzungen von der Bürgerin? Das müsst ihr dann dazu schreiben. Mein Baujahr, Zahl oder Bürgerin, Doppelpunkt, Baujahr. Dann kann ich, weiß das eh. Ich hab zwar ein bisschen eine Verzögerung, so 10 Sekunden, und ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, was ich vor 20 Sekunden geredet habe. Ah, der Tobias hat Ahnung. 86, beste Jahrgang. Das machen wir es, damit wir mehrere Leute erwischen. Kinder der 80er. Beziehungsweise Geburten der 80er und Kinder der 90er. Peak. Ende des Gesprächs. So. 2006, wir haben ja im Weinfest geredet und du warst auch sehr erstaunt. Boah, leck, der Bachmeier-Sepp hat das gerade geschrieben. Ich kann mich schon noch erinnern, dass ich mit irgendjemandem geredet habe. Ja, es sind einmal so 3 Leute um mich rundum gestanden. Mit denen habe ich mich relativ lang unterhalten, weil es einmal angenehm war, weil die nicht 8 Promille gehabt haben und mir nicht auf den Sack gegangen sind. War es sehr selten. Ganz extrem selten. Bürgerin 87, Bürgerin 87, Bürgerin schätze ich auf 87, Maibaujahr 76, Maibaujahr, ich bin jetzt, was, 66? Harald! 66, du bist 20 Jahre älter wie das, weißt du, bist knapp 60, spinnst.
Riley bin ist. Giats Tobi the Headphones. Da mehr ich mich jetzt, wenn der Chat ein wenig Lara, aber da ich mich gerne unterhalten. Und J.A. Da ich mich jetzt gerne drüber unterhalten, wie du mit 59 auf die Idee kommst, dass du das da anschaust. Das ist irgendwie keine Ahnung. Was ich sagen soll. Fridolin, Freilich bin ich, dann passt sie. Jetzt habe ich die Headphones richtig auf, geile Hintergrundmusik. Und ja, 83, ja, hast du den Vierer hast schon vorhin dran seit der Zeit. Rüdiger Merz wie 35 Monate, Hanuta Merz wie 30, also Hanuta von 100 nach Christus oder so. Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Herr Marcel, Herr Pausch, Dankeschön. Sapse, Dankeschön. Ihr hört hier einen Tono-Sound und das Vorgelesene schon, gell? Ich nicht, weil ich laber dann einfach dazwischen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen durcheinander, aber es hilft nicht, was soll ich machen. Habt ihr eigentlich heute schon mal auf den Like-Button draufgedruckt? Stell einfach selber dir keine Frage, warum es das da so jetzt einfach, weil ich es sage. Okay? Und red da einfach, ich rede das ein, du redest das ein, weil dir richtig gut gefällt, was du bis jetzt gesehen hast. Das war eine richtig starke Leistung, war das bis jetzt. Smash den Like-Button! Das ist wichtig für die kommenden Streams, dass du das wieder vorgeschlagen kriegst, verstehst? Mei, du bist heute ein guter Unterhalter. Das weiß ich nicht. Die sitzt bloß da und labert irgendeine Scheiße, die mir brockernweise mit dem Chat hergeschissen werden. Und ich blubbel aus meinem Maul raus, ohne nachdenken, was ich mir denke. So, jetzt nochmal langsam. Herr Pausch, erster Herr Pausch, dann die Sapse. Hey Birger, was soll ich sagen? Ich arbeite nebenbei als Security, da habe ich bei der Ausweiskontrolle 12-Jährige, die ausschauen wie 30 und andersherum. Ja gut, ich sehe so wenig 12-Jährige, deswegen kann ich es nicht einschätzen, aber ich kenne das Klischee natürlich. Bei den Weibsen ist es noch schlimmer, ich bin 98er Baujahr. Ja, ist eh klar. Wenn ich uns in den Mädels in der Grundschule anschaue, wo wir noch nicht einmal 2 waren oder 10, 12 waren, und dann schaue ich die Heiligen an, ja, wer ist schuld? Instagram ist schuld. The Brain schreibt, bitte stell das mit die Alias in deine Stream-Einstellungen. Wo? Wenn du mir sagst, wo? Ich hab das nicht eingestellt, ich hab das nicht ausgestellt, ich hab einfach gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Kann ich das überhaupt selber ein- und ausschalten? Ich weiß es nicht. Ich schaue mir rein. Sagen wir da, verwalten. Blätschmerz. Verwalten. Kann ich da mittendrin einfach umeinander bearbeiten? Ich weiß es nicht. Ich scroll einmal grob durch. Haben wir da irgendwas? Hier, Unterhaltung, Zielgruppe, nein. Keine bezahlte Werbung, keine veränderten automatische Kapitel, Ortsangaben, automatische Konzepte, bla, YouTube, Standardlizenz, Verbreitung, Kommentare, Anzeigen, wie viele Zuschauer diesen Stream im Markt bewertet haben. Ich kann das nicht ausschalten. Oder wisst ihr wo? Ich weiß nämlich nicht. YouTube hat das mal für uns verbessert, für eine bessere Stream-Experience, ja. Instagram. Traumtänzer, aber leck 83 Monate, das ist wirklich geisteskranke Scheiße. Ich habe mich jetzt in die Nacht geschickt. Viel Spaß, Traumtänzerin. Und der was dabei. Ich hoffe, sie vergeht schnell. Zeilmal seht mir jetzt wieder ein Zwickel 50. Heute bin ich 26 geworden. Geil ist das subtile Hinweis auf den Geburtstag, der ist immer wichtig. Mittlerweile ist eine Community so dermaßen riesengroß, dass wir eigentlich bei jedem Stream mindestens einen haben. Alles Gute, du Zipfel Hans! Zeilmal Sepp, 99, wie bist du? Ja, 26, ja stimmt. Merci dir. Herr Turnover, merci für 5,42 €. Let's Play Bürgerin Lemminge 1979. Ich muss so neutral wie die Schweiz bleiben. Ich darf nicht sagen, so mit, nein, nicht ansatzweise, nein, das darf ich alles nicht sagen. Oder ja, darf ich auch nicht sagen, weil dann vielleicht sage ich es später. Ich bin Baujahr 64 und schaue da schon seit 6 Jahren zu. Die alten Mom. Du bist aber nicht mein Mom, oder? Ich weiß ja nicht, ob das mein Mom, doch mein Mom kann schon in den Chat reinschreiben, aber die alte Mom kann da meine sein. Möglich. Also nicht ansatzweise. Vielleicht war es ein Trap. Who knows? Ich weiß warum nicht. Ich höre mir schon alles Audio. Weißt du, da musst du auf dein eigenes Profil gehen und das Alias wieder umstellen. Weil jetzt ist der Buchi auch wieder der Buchi. Ich bin der Einige, es ist alles, was ich sage, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzufügen. Je mehr Zuschauer die Anzeigen ansehen, desto mehr verdienst du als Creator damit. Versuche es einfach mal. How about no? Ja, aber wenn ich das in meinem Profil ändert, dann ändert sich das ja nicht bei mir im Stream. Ihr müsst es tun. Da der Buchi ist wieder der Buchi, wie er vorher geheißen hat, weiß ich jetzt nicht mehr.
Da kann ich mir natürlich nicht merken, ist schon klar. Ihr müsst aber, vielleicht können wir miteinander irgendwo rausfinden, wo zur Hölle das ist. Da gehst du, ja, da steht jetzt auch nämlich der Alias rechts oben drüber. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal da auf Einstellungen. Kanalstatus und Funktionen, bla bla bla. Wo ist denn das drin? Ich habe ja keine Ahnung. Ist das in die Kanaleinstellungen oder was? Also was nervt? Warum stellen sie das einfach um? Kein Mensch möchte mit diesen beschissenen Alias-Namen irgendwo angezeigt werden. Was ist das für ein dummer Dreck? Kanal, weiter die Einstellungen, du findest halt auch nix. Upload, Standardeinstellungen, Anzeige, Berechtigung, Community, demografische Informationen, über Creator, Umfrage bearbeiten, Daten löschen, Vereinbarungen, was weiß ich, oder leg mir am Arsch. Ja, aber das Alias ist nicht der Nutzername. Ja, der Flix kann sich nicht Flix nennen, drum jetzt Flix-Fix. Weil es Flix schon gibt, wahrscheinlich. Ich komme zum Beispiel auch nicht einfach nur Birger nennen, deswegen steht da Birger Lachs. Das mache ich schon immer so. Dass ich meinen Nachnamen falsch geschrieben hinten ohne hänge. Mein Instagram kann das zum Beispiel auch Birger Lachs. Das ist halt falsch natürlich, aber was soll denn sonst einschreiben? Birger 1337? Warum schreiben wir mir da nicht Birger 1337? Oder ist irgendetwas sagen? Ich weiß ja gar nicht, wo man das überhaupt reinschreibt. Da steig mal am Hut mit deinem Scheiß! Das regelt der Zukunftsbürger. Auf deinen Kanal, dann auf Kanal anpassen, dann bist du. Ich bin auf meinem Kanal. Ich glaube, ich weiß was. Das ist also dumm, das kann man nicht im Admin machen. Ich muss mir meinen Kanal anschauen, als wäre ich Zuschauer. Und dann gehe ich da auf Kanal anpassen. Jetzt! Schau hier! Alias festlegen. Ich kann Pronomen hinzufügen. Da! Nach Sprache filtern. Nein! Pronomen! Dem! Deutsch-Dänisch. Dem Birger. Was haben wir noch? Oh, L. L-Birger. Nur für Abonnenten sichtbar. Nein, wir sind schon für alle. Sondern ist ein totaler Gas. Ens Birger. L-Ens. Gibt's Ens? Nein, Ens gibt's nicht. N gibt's auch nicht. E. Einfach nur. Was ist die? Ella, Ellas, Elle, Elles, Elli, Ellos. Ilu, M-R. Ey. Was ist das für eine... Das, ja. Edwin Lex, YBO lesen. Das hilft mir nicht weiter. Was hat denn der YBO geschrieben? Der Lachs ist ein sehr lustiger Fisch. Hello, Test. Oh je, Servus. Brella, Ella. Ey, Birger. Ezio! What? Alias Test. Herr Turnuber, der Lachs ist ein sehr lustiger Fisch. Was? Okay. Alles klar. Haben Sie im ersten wieder einen Euro. Ich bin der 2002er Jahrgang und es ist eigentlich normal, dass man mit 23 von den Verwandten am liebsten zwangsverheiratet werden darf und jeden Sonntag gefragt wird, warum man noch kein Haus hat. Kann mir das bitte jemand bestätigen? Ich kann das nicht bestätigen. Ich bin nicht gefragt worden, wann ich endlich heirate. Ich habe nämlich schon mit 12 gesagt, du kannst mir anschlägt mit deiner Heiraterei. Birger 91438 Emskirchen. Elos no entienden todo del Senior Birger. Alles klar, sie fix nix, kann beim Olden bleiben. Ja, kann ich lassen einfach mal die Sachen, wie sie sind. Fix! Angepasst und bei. Da, Robert die Niere! Ja! Die sind Namen, mit denen kann ich was anfangen. YouTube-Studio anpassen. Ich bin im YouTube-Studio. Ach, da anpassen. Schauen wir mal. Ja, ist mir schon klar. Ich kann meinen. Richtig, aber. Ich kann da nicht Birger reinschreiben, verstehst? Da steht dann nämlich bei mir dort, dieser Alias ist nicht verfügbar. Probier es mit diesem. Birger minus H5Q. Ich mache einfach Birger 1337. Gibt's den schon? Nein. Also ja, gibt's schon. Deswegen habe ich da einfach reingeschrieben, Birger Lachs. Fertig zusammen. Das ist ein Test. Da, der Sinomorph. Ja, jetzt kenne ich mich wieder aus. Also, wo ihr das macht, das ist eine richtig gute Frage. Also ihr geht's auf YouTube. Dann geht ihr in euer Profil. Also jeder YouTube-Account hat ja automatisch auch seinen Admin-Bereich. Und da gehst du in deinem Admin-Bereich ganz links unten, fast ganz unten, der zweite Punkt von links unten, auf Anpassen. Und in dem Anpassen gibt es ziemlich weit oben, kommen zwei so Beutel mit Kanal-Banner, mit einem Beutel und dann kommt der Name und dann kommt der Alias. Und aktuell wird der Alias da unten angezeigt. Warum YouTube das auf einmal so macht, weiß ich nicht. Warum ich das in meine verdammten Streams nicht einstellen konnte. Nimm verdammt nochmal die Kanalnamen her. Wie es die letzten 20 Jahre war! 20 Jahre ist das jetzt so! Und heute haben wir es ändern müssen, weil das macht alles besser. Einen Scheißdreck, du jetzt.
Und dann heißt es ja wieder normal. Es kann natürlich aber auch sein, dass ihr euch ein bisschen umnehmen müsst, mit einem Punkt, einer Nummer oder irgendeinen Scheiß dazu, weil es so manches andere gibt. Außer ihr habt einen sehr einzigartigen Namen, wie zum Beispiel Franziska, die auf alle Fälle den Fehler gemacht hat, dass das nur, warte mal, 1, 2, 6 R's sind am Schluss. Der OG Franziska hat natürlich 13. Haben wir damals festgelegt, das ist also. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du da 13 Jahre sein darfst, weil wenn du jetzt die originale Franziska bist, dann scheiße ich hier hin. Ja? Dann scheiße ich da auf den blank geboneten Boden. Da scheiße ich hin und dann schmeiße ich es vom Balkon aus. Auf der Stelle. Und die erste Frage, die ich dir stelle, ist, hast du eigentlich schon mal mit deinen Leuten geredet? Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich weiß das noch. Dann lass mich! Ja, kenn ich mich aus. Schau, der Bernie hat das auch schon verstanden. Der Kobes, der Pauschka, fix. Und da! Check! Was wir? Decke Mr. Decke. Ich glaube, da kommt noch ein Sound, oder? Entschuldigung. Mr. Decke, welcome to the squad. Merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Merci dir. Mr. Jackson. Schaut schon besser aus mit den Alias. Ja, das glaube ich, werden wir die nächsten Wochen nur ein paar Mal. Vielleicht, damit ich nicht jetzt mit dieselbe Scheiße erzählen muss, vielleicht könnt ihr das selber untereinander im Chat immer wieder mal erwähnen oder so. Hey, pass auf, was ist mit den komischen Dingsnamen und so? Das ist also ein bisschen blöd. Wer das noch nicht gemacht hat, geht es in eine Einstellungen und dann stehen dann da nicht. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass da keiner so wirklich Bock hat, seinen wirklichen Klarnamen drin steht zu haben. Wer das will, um Gottes Willen, das ist nicht mein Problem, aber ich weise euch da einfach gemütlich drauf hin. Okay? So. Und jetzt habe ich irgendjemanden übersehen. Herr Marquez, merci für den Zwickel. Grüß vom Sesselsepp, merci dir. Du hast hoffentlich auch was? Javi Marquez, das ist ein Fußballspieler? Ich habe keine Ahnung. Und das sind 2 Fußballspieler? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit dem scheiß Ad? Ja, das weiß kein Mensch. Bei einem Alias steht immer ein Ad davor. Was meinst du, wie mich das da nervt? Das habe ich heute Nachmittag schon probiert auszumerzen, dass der erste Buchstabe da immer weggeschnitten wird, aber das funktioniert rein per CSS nicht. Falls jetzt wieder irgendein CSS-Pro daheim sitzt, ja, ich weiß, dass man First Letter wegmachen kann, aber dann nimmt er komischerweise das Ad und den ersten Buchstaben von einem Namen und dann steht zum Beispiel bloß nur ein Eiker dort. Hashtag ein Eiker. Herr Mokowski, du bist auch schon 1000 Jahre dabei, oder? Oh Dios mio, Matrone el Birgeloco, Bastardos! Oh shit, auf Spanisch für YouTube mit Sicherheit nicht so gut, das kennen sie mit Sicherheit gut. Merci dir. Wir tun aber merci für deinen Fünfer. Klarnamen, wer macht denn sowas? Wir tun aber, dass dir das scheißegal ist, habe ich die letzten, bei wie viel sind wir eigentlich? 43, habe ich die letzten 42 Mal schon gespannt. YouTube nervt, ja, das sind zum Beispiel so Sachen, das verstehe ich nicht, warum muss jetzt das umgestellt werden? Ich könnte mir vorstellen, ich meine, YouTube ist 20 Jahre alt, dass langsam aber sicher mit den Kanalnamen eng wird. Weil jeder Trottel kann sich 500 YouTube-Accounts machen, in den Zeiten von Bots etc., kann ich mir schon vorstellen, und darum schiebt man da eine zweite Ebene hinein mit diesen Aliasen, die 100%ig unique sind. Was ja das Allerneueste, ich meine, mein YouTube-Account ist von 2006. Oder? August 2006, glaube ich, irgendwo. Der ist fast 20 Jahre alt, oder? Der ist einer mit Emilia! Was soll ich jetzt da sagen dazu? Das ist jetzt so krass. Oder? Mir schauen da Leute zu, die haben jünger wie mein YouTube-Account. Ich hab mich da hergesessen und hab den Account gemacht. Damals war Internet noch relativ neu, also 2006 eigentlich auch nicht mehr so, aber immer noch in der breiten Masse, dass man denkt, das ist eigentlich eine geile Sache, da machst du jetzt einen Account, da kannst du irgendeinen Bullshit aufladen und fertig. Da war die andere noch nicht mehr geboren, Mann. Ich krieg einen Vogel, Mann. Ja, ist ja wurscht. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Waren wir jetzt stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. H1 First Letter Color Transparent. Ja, genau. Ich habe Munich Tom. Genauso habe ich es gemacht. Ich konnte das. Ja, ich weiß jetzt gerade die ID nicht mehr. Wie heißt die scheiß ID vom Chatnamen? Das mag ich jetzt noch nicht außerpfriemeln. Aber ja, also der Name da, nur der Name hat einen Container. Dem habe ich genau eingeschrieben, was du da auch geschrieben hast mit Color Transparent und der First Letter. Und es funktioniert nicht. Dann ist es Adweg und der erste Buchstabe vom Namen. Also zum Beispiel beim Quartun, da dann einfach dort steht Uartun. Und das nächste ist, dann war da drin so ein fingerdicker Platz frei
mit einfach einer Linie, die ich nicht mehr zumachen kann, weil ich nichts zum Verschirmen habe. Und ja, weißt du, was ist. Bis dahin lassen wir es drin und vielleicht fällt mir was auf. Der Harald schreibt, da war ich fast 40. Das ist ja, hört jetzt auf mit der Scheiße! Das ist, Harald, das ist wirklich utopische Kacke, dass du da umeinander sitzt und bist halt 60. Das ist einfach narrisch, oder? Also, nee, falsch verstehen, ich find das natürlich sau awesome, natürlich. Aber je älter das Leute sind, desto besser wird's, weil, was auch nicht. Der Readyflow schreibt, laut Gemini, ist Streamer, hast du derzeit keine direkte Möglichkeit, die Alias-Anzeige im YouTube-Chat zu aktivieren oder deaktivieren? Ja, toll. Danke, YouTube, das haben wir wieder richtig gut gemacht. Super. Spitzengas jetzt, warte mal. Ich habe da einen Streamlabs-Chat auch noch. Und selbst da. Also anscheinend liefert die YouTube-API allen Programmen einfach den Alias-Namen jetzt aus, samt dem Ad. Sag mal, wie du, ich mein, das ist halt nicht irgendeine Pimmelfirma, sondern es ist ein Google, die das machen. YouTube, ein verfickter Multimilliardenkonzern. Ein Dreister, gerade dass wir noch nicht an einen Billionenkonzern ohne schmeckern. Ja? Die kriegen's nicht geschissen, das Drecks-Ad da vorne wegzumachen. Kim, hau ab! Hau ab! Ab! Van Creek. Das ist aus der KI, also ich weiß. Der von hinten steht, Ed Alex, ich hab's dir erklärt. Wo? Ja, von hinten, wo hast du mir's erklärt? Wo? Da. Ed Alex, YouTube hat das geändert, um die Einzigartigkeit eines jeden zu wahren. Ja, ich habe schon kurz angefangen zu erklären, das Ding war schon. Angeblich wurden die Kanalnamen zu oft nachgeahmt, was mit den einzigartigen Ad-Tags nicht möglich ist. Wird der für einen Schwachsinn? Weil jetzt einfach irgendjemand kommen kann und kann sie Birger Iax nennen. Birger Iax 2, Birger Lachs 2, Birger... Keine Ahnung was. Vorher hast du auch nur einfach einen Namen eingeschrieben in den Kanalnamen. Ich glaube, das glaube ich ist einfach... Ich glaube nicht, dass du mich anliegst oder wenn du das irgendwo gelesen hast oder der KI-Mann hat das ausgespuckt. Ich glaube eher so mit nach 20 Jahren, ja, werden einfach die Namen knapp. Brauchen wir nicht schmerzen, das ist ja klar. Außerdem hat das Internet ein ganz anderes Volumen in den letzten 5 Jahren wie in den letzten vor 5 Jahren. Und die 5 Jahre davor und die 5 Jahre davor. Birger Hacks! Mein YouTube-Account wurde 2013 gemacht. Ja, das meiner ist 7 Jahre älter schon, ja. Aber 13 ist auch schon alt. Das sind auch 12. Der alte Lachsbirger. Also ich bin schon da, seit das Video vor 12 Jahren rauskam von Bavarian Zapp, Alter. Ja, oh, lecker, der Herr Decken, Alter, das ist aber wirklich lang. Das ist wirklich lang. Dann bedanke ich mich für Ihre jahrzehntelange Lurker-Loyalität. Merci dir. Mr. Wave, du bist ja auch schon 1000 Jahre dabei. Das mit dem Alias ist genauso kernbehindert wie die automatisch übersetzten Videotitel, da treibt es da einen Speiberling auf. Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Jetzt zeig ich dir was. Das haben meine Mods. Ich kriege das gar nicht mit, weil ich mir die Scheiße nicht. Ja, sagen wir so, ich schaue mir die Scheiße nicht an. Das sind meine eigenen Videos, die kenne ich. Das ist so, tun wir mein Video an. Das ist ja nicht bloß bei meinen Videos so, das schauen wir uns jetzt mal schnell an. Nicht lang, weil sonst kriegst du einen Schlaganfall. Es war ja sonst immer ganz lustig. Pass auf, das machen wir so. Leute, Schluss, ihr müsst jetzt aufhören mit umeinander donaten. Aber wenn der Roman noch schnell Mitglied wird. Roman, Kuss auf die Nuss, welcome to the squad. Ab in den Chat, aber der Roman. Ja, du weißt es. Roman ist übrigens 26. Merci Roman, welcome to the squad. Ab in den Chat, aber der Roman, wenn ich mitmache, Kackfrisur. So, jetzt zeig ich dir was. Das haben meine Mods aus. Ich habe gar nicht gewusst, dass das schon freigeschaltet ist, beziehungsweise dass das bei mir schon funktioniert. Wie machen wir jetzt das am dümmsten, ohne dass da irgendwas Komisches ist? Machen wir das zu. Muss ich lassen, mal in Off-Steam, ist wurscht. So, Bildschirm. Ist natürlich jetzt ein bisschen unvorteilhaft, weil ich wieder mal nicht im Greenscreen da sitze, darum nehme ich die Hälfte von dem Ding da ein. Und jetzt sage ich dir was. Das ist das Video von gestern übrigens. Und da hören wir uns jetzt nochmal die ersten 10 Sekunden so. Pass auf. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger. So. Ich bin's, Birger. So. Also. Und jetzt gibt es da die lustige Funktion. Es war so, wie soll ich sagen, es war schon immer lustig, die letzten 8 Jahre, wenn man bei meinen Videos auf Borisch und so Untertitel eingeschaltet hat. Das war schon lustig. Was noch viel lustiger ist.
Du hast da unten an einem Video, an jedem Video, hast du so ein Zahnradl und da gibt es Audio-Tracks. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das bei meinem Video ausschalten kann oder nicht. Mir ist ja irgendwo wurscht, weil es dann so hört, dem kann ich nicht helfen. Deutsch ist original und du kannst eine automatische Übersetzung auf Englisch stellen. Und dann ist nicht nur der Text Englisch, also der Untertiteltext da Englisch, sondern, jetzt kriegst du gleich einen kompletten. Play. Have the honor to meet you. I'm Burge. Have the honor to meet you. My name Burge. So, I'll be right back with all the cramps. I'll be right back with all the cramps. Actually, the break is over. Actually, the break's over. Jetzt pass auf, es geht noch weiter. Das ist übrigens Herr Dampfler, Herr Dampfexpress. Ich hab das die ganze Sommerpause lang gegrübelt und geübt, wie du in Peak beim Flasch dieses Geräusch gemacht hast. Und irgendwann im Urlaub beim Essen, in der griechischen Taverne, rotzen voll halt, was weiß ich, 2 Kanteln Wein in der Fotzen. Jetzt pass auf. I'll be back. Tomorrow, at 9:20, Tomorrow at 9:20. Was? we'll be live streaming on YouTube We will be live streaming on YouTube und jetzt pass auf. until you're breathing through your pants. Until you're breathing through your pants. Dann müssen wir uns. Und dann. Warum haben wir eigentlich das Gesicht hergenommen für Thumbnail? Ich weiß auch nicht. Warte mal, nochmal. YouTube until you're breathing through your pants. And who's licking? Was? Ja, freilich kannst du mich vorne nicht. Geh mal zu der Stelle, wo du Click Noise sagst. Soweit habe ich es nicht angeschaut. Jetzt warte mal, lass mich noch laufen. Classic. The little sibling. Tomorrow we'll start right away with BL Mio. What's in there? Das ist ein BL Mio, Alter. Were we on vacation? How? What? How many pages did I get through with Bertrand? How? How many pages? How? And on Wednesday, we'll watch a vacation battle in video. Der darf das als Vacation Battle Video übersetzen, okay? So, wo war das Click Noise, glaube ich? Das war irgendwo beim Horrorscheiß, gell? Warte mal. Ah ja, da. But thank God there's a release date here. I've waited it out. Nice. We'll let it all come to a... Okay, leg mich doch am Arsch, Alter. Es ist so gut. Das kann ich nicht. Selbst wenn ich es ausschalten mehr, ich kann es nicht ausschalten. Alter. Das habe ich selber noch nicht einmal angeschrieben. But thank God there's a release date here. I've waited it out. Nice. We'll let it all... Leck, ist das gut, Alter. Was sagen da gleich wieder? Was sagen da wirklich gleich wieder? Aber they are here, ich glaube, sie flüstert dann so ein, so, aber they are here hat immer noch kein Release-Datum. Ich hab's ausgesessen. Nice. Das ist jetzt nicht direkt ganz krass tiefst bohrisch, aber es ist schon ein wenig bohrisch und es wundert mich ganz krass, dass er das versteht. Es wundert mich wirklich krass, dass er das versteht. Das ist narrisch. Oh, leck. Ja, bist du komplett behindert, Alter. Beste Funktion ever. Kann sich übrigens auch jeder so anschauen. Bloß aufs Zahnradl gehen und dann den zweiten Audio-Track rein da. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich habe dann mal ein bisschen noch andere Videos angeschaut und auch mit uns Short durchgescrollt und so. Ab und zu übernimmt er das dann einfach und dann ist das Video standardmäßig auf diesem zweiten Audio-Track auf Englisch und das nervt halt anders. Oh, aber mei. Wird's also durch der Wettler Dialekt, müsst mir Bein. Ja, das stimmt. Gibt's eine Live-Übersetzung? Gibt's eine... Hoppla. Na,
Sehe ich nicht. Das war jetzt narrisch, das war sauber narrisch. Nein, gibt's nicht. So. So, jetzt muss ich erstmal atmen. Da erinnert schon wieder 5000 Grad, Kruzifix nochmal. Aber wahrscheinlich liegt es ja an mir, weil ich wieder miteinander bleibe, narrisch. So wie habe ich nicht so alles übersehen. Roman Mama, Timmy Boy, merci dir für den Euro. Nur so als Info, der erste Synchro wird im Januar volljährig. Oh, leg du. Welche? Bavarian Reservoir Dogs. Du musst jetzt schnell schauen. Oh, leck, im Januar 2008. Ich muss jetzt überlegen, es sind 15, 16, 17. Boah, leck, Alter, das ist unvorstellbar. Ich werde nie vergessen, da war das da noch mein Kinderzimmer. Ja? Und wir haben da zu 10, wir haben immer vor dem Fortgehen immer da hereingeguckt, immer vorgeliehen und keine Ahnung, und dann haben wir vorgegangen. Und wir haben da hereingeguckt und alle, die da mitschmerzen, da haben Leute, ich mag jetzt keine Namen nennen, das mengen die Leute wahrscheinlich nicht. Dann haben wir da geguckt und haben wir das aufgenommen. Mal so ganz sporadisch. Dann habe ich Blut geleckt, aber ich gesagt, das machen wir beim nächsten Mal gescheit. Ich richte das bis zum nächsten Mal her, da habe ich ein Programm da und dann den Schnipsel auch und dann dauert das nicht alles so lang und dann überlegen wir uns selber miteinander schnell irgendeinen scheiß Text und das nehmen wir auf und loben auf. War vor 18 Jahren, Alter. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. So, ja, keine Ahnung. Wifen! Mir ist für 72 Monate. So, ich mag auch noch. Unser Staat, das passt schon so. Birch! Ja, jetzt, zu euch zwei kann ich also sowieso sagen, was ich möchte. So, ich gar nix. Why, Sam Crow, Family, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Oh, leck, hast du mal vor, dass du ein neues Lied rausbringst? Herr Mortel! Ich gehe jetzt nur von aktuell aus. Was in 3 Monaten ist, weiß ich nicht. Vielleicht komme ich irgendwann wieder auf die Idee. Aktuell nicht. Hast du einen neuen Bulli-Film schon angeschaut? Nein, lieber Hallmann, hol mir ein ganz Backerl. Ein ganz sicheres Backerl, rostige Zimmernägel in meine Knierscheiben durch beide gleichzeitig. Bevor dass ich mir von ihm noch mehr im Film schaue. Nein. Hast du einen alten Teil gesehen? Die alten Filme kenne ich natürlich schon. Heute. Beim kanadischen Freund von mir, Reise-YouTuber, geht es schon mehrere Monate. Ah, Herr Scarecrow, da weiß ich jetzt gerade nicht, was das gegangen ist. Das mit der Alias immer noch. Ein Kirchenlied, weißt du, was ich für eine Motivation brauche beim Kirchenlied? Wieder eine Fehlgeburt und Skandalchen von der Kirche. Der über lokale, wie soll ich sagen, kommunale Nachrichten hinausgeht. Hoffe, du hattest einen guten Urlaub. Beste Grüße vom Mongo-Vorstand. Herr Hegemann, Kuss auf den Nuss. Wunderbaren Urlaub gehabt. Hauen Sie sich hinein. Merci dir. Ich werde dieses Jahr auch schon 50 gehen. Mr. Silent Tone. Bei dem Video war ich 4 Monate alt. Die Übersetzungen. Kirchenskandale gibt es öfters, ja, aber nicht in die großen Medien drin. Dann, ja. Dann steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich hinsetze und das Ding fertig mache. So, wen habe ich jetzt da Neues übersehen? Alphons mit Shotgun, merci für 42 Monate. Foxy, merci für den Euro. Abgesehen davon, dass der Ton wie nach einem Schlaganfall klingt, bin ich aber beeindruckt, dass das Ding deinen Akzent und Dialekt übersetzen konnte. Habe ich gerade gesagt, das ist richtig. Aber das wissen jetzt andere Leute, die nicht regelmäßig Videos aufladen, die regelmäßig geclaimed werden und dann regelmäßig da Schnipsel ausschneiden. Das wisst ihr ja, ab und zu mal in einem Stream, wenn ihr im Nachschau-Squad sitzt oder sonst irgendwo und wir haben mal wieder in irgendeinem Spiel ist was geclaimed worden, dann tue ich da mittlerweile nicht mehr lang umeinander und lasse das. Das ist mal auf keinen Fall, weil sonst wird das Video ja nicht mehr weiterempfohlen und das will ich natürlich nicht. Da geht es nicht um viel, aber da geht es mir ums Prinzip. Das Geld ist da komplett wurscht, weil die Monetarisierung von die Streams über Werbung, die ist bei, wie viele Aufrufe haben Streams, 5.000 bis 10.000, die ist so irrelevant gering, das interessiert keine Sau. Und was mir da geht, ist, dass das Video grün ist. Ja? Dass die Wahrscheinlichkeit her ist, dass das einmal irgendjemandem wieder angezeigt wird aus der Community. In seinem Feed oder sonst wo. Und dann gehe ich halt ab und zu her und schneide die Schnipsel aus. Beziehungsweise ich versuche es immer zuerst den Ton, der geclaimed ist, außer zum Filtern lassen.
und das hört sich genauso wie da. Das ist so komisch, ich weiß nicht, so blechern, dann sind so blecherne Hintergrundgeräusche und so weiter. Das hört sich genauso wie da mit diesem englischen Ding. Da hörst du richtig, dass der Hintergrundsound und alles wird rausgefiltert oder nur das Gesprochene und der Hintergrundsound bleibt. Da es aber keinen Hintergrundsound nicht gibt, sondern bloß so eine ganz leichte Musik, hört sich das ultra metallern und ultra blechern an. Aber gut. Aber ja, ich war auch fasziniert davon, wie ich das gehört habe, so mit, dass der wirklich Fetzen davon versteht, die richtig übersetzt sind. Das ist, grenzt an ein Wunder. Das ist wirklich narrisch. Jetzt sind die neuen Azubis gekommen, die sind alle so 2010, also 15 Jahre. Wallig. Azubis in der jetzigen Zeit, Mann, ist... Bruder, die waren schon schlimm. Da war ich nur in der alten Arbeit. Da habe ich mir schon gedacht, Bruder, sag mal, da haben wir wieder so weit, wie kannst du die Schuhwandel schon binden? Und nicht, weil du erst 15 bist, sondern weil du den IQ von 15 hast. Das, ja. Breath into the... until you breath through your pants. Was also vornehm durch die Hose atmen. Wobei er vornehm, das Wort vornehm, sauber unter den Teppich eingekehrt hat. Eva, haben Sie sich hinein, gute Nacht. Kirchenwitz, wie groß Bett eines Pfarrers, das weiß doch jedes Kind. Für mich geht's im Dezember nach Tokio. Hast du wieder... deine Russe, blöd! Ja, bei dir weiß ich es anhand vom Profilbeutel, dass du einfach standardmäßig so die Pfanne drin hast und das war's, da bist nämlich du der Einzige. Der Russe meines Vertrauens. Ja, das merke ich mir natürlich. Ob ich Wünsche aus Tokio habe? Weißt du, was ich gerne hätte? Ein Foto von so einem, wie man das? Eine Allee mit Bäumen mit den typischen japanischen weißen Blüten um. Das darf ich gerne sehen. Ansonsten hauen sie, was auch noch, Funko Pop Burger. Ich möchte auch mal nach Japan. Habe ich auch schon mit dem Flash schon mal drüber geredet. Aber das ist halt Cherry Blossom, genau. Das ist halt diese hier. Narisch. Es sind Kirschstauern, aber die werden halt jetzt, wenn du jetzt dann im Dezember fährst, werden da keine Kirschblüten sein. Das war der eigentliche Catch, aber ja. Das ist im Frühling möglich, da wachsen die Kirschblüten. Ja, das war der eigentliche. Warum meinst du, dass der neue Bulli-Film so scheiße ist? Weiß ich nicht, hast du die letzten 5 Mal angeschaut? Lege mal 5 Minuten, schaffe nicht, weil sonst läuft zum Eis und Bugel von lauter Fremdscheimer runter. Mortal Sepp. Ich habe von ein paar Späßel gehört, dass er nicht schlecht ist. Keine Ahnung, ob das stimmt, da habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, dass es kotzen geht, bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten müsste der sich wirklich um 180 Grad drehen haben. Zu den letzten Filmen, die er gemacht hat. Bulli-Parade der Film. Keine 10 Minuten habe ich geschafft. Aber ich denke, spinnst du total, oder was? Weiß ich nicht, wie viel muss ich denn saufen, dass ich da loch? Bist du total fertig? Der Werner schreibt letztes Jahr in Japan gewesen, 4 Wochen hat gesamt 4.200 Euro gekostet. Komplett 4 Wochen lang. Hast du gegessen, Reis und Wasser? Schau dir das Kanu des Manitou so. Du, also ganz ehrlich, ich lass mich ja gern vom Gegenteil überzeugen. Natürlich, wenn der ich weiß, dass der neue Film Kanu des Manitou heißt, wenn der so gut ist wie der alte. Der alte ist wirklich gut. Ja? Da hat man noch Schwulenwitze machen dürfen. Ja, da hat man sich noch drüber lustig machen dürfen. Und ich bin mir fast, da bin ich eigentlich, den muss ich mir fast anschauen, weil mich interessiert, wie er das Thema behandelt. Weil mich interessiert, ob er noch genauso straight ist, wie es damals war, oder ob vorsichtiger geworden wird. Da bin ich gespannt drauf. Bulli-Parade war eine Katastrophe, der Film. Bulli-Parade früher war ein Meisterwerk. Konntest du jetzt auch nicht mehr so gut anschauen, ein paar Sachen haben schon drin, die gingen heute noch, aber es ist einfach alt geworden. Alter Humor. Genauso wie zum Beispiel einen Otto Walkes, das ist eine absolute Koryphäe der deutschen Comedy, aber das kannst du halt heute nicht mehr geben. Das geht halt nicht. Nee, zumindest nicht alles. Früher hat er das Mal aufgemacht und an jeden hat es zerrissen. Und das völlig zu Recht übrigens auch. Kirschblütenzeit war Ende März, Anfang April. Ich war dort. Der ist ja nur im Frühling halt, ist ja klar. Kirschblüten kommen nur im Frühling. Also, mir hat das Kano wirklich positiv überrascht. Der Humor ist minimal vorsichtig geworden, aber doch noch sehr nahe am Original dran. Ja, die muss man anschauen. Der Russenmann schreibt, weißt du was, ich nehme mir ein Biergercap mit und mache ein Bild da. Du hast halt, was weiß ich, wenn du nicht magst, dass man die sagt, du hast da einen schwarzen Balken über das Gesicht um oder so. Das haust dann ins Disco rein. Der Otto ist eine Legende. Ja, wie er was anderes sagt, ist ein totaler Vollmongo. Ganz einfach.
Egal, ob du lustig findest oder nicht. Der Mann ist eine verfickte lebende Legende. Egal, ob du ihn lustig gefunden hast, lustig findest oder nicht, ist wurscht. Sowas gehört anerkannt. Hat aber ein Gott des Humors, schaue ich bis heute gern. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die heute noch lustig sind. Gibt aber auch genauso richtig schlechte Sachen, die heute nicht mehr lustig sind. Hast du einen neuen Jurassic-Film gesehen? Ja. Schlauchboot. Dinosaurier da. Schlauchboot. Schlauchboot weg, Dinosaurier weg. Kim, hau ab. Kim. Komm. Geh weg, Qualität, wirf damit. Weil wir so super geil drauf sind, das war schon lustiger als Kano, das meine ich du. Muss ich mir erst anschauen. Muss ich mir jetzt anschauen. Ich habe noch weder irgendwelche Kritiken gesehen, noch gelesen, noch irgendetwas. Ich habe bloß gesehen, Bully-Film interessiert mich nicht. Jetzt, wenn da natürlich so viele Leute drin sind, kann man sich eventuell schon anschauen, mache ich das vielleicht. War der Film nicht gut? Der neue Jurassic Park ist nicht gut. Hat sich besoffen, Leute. Sag mal, spinnt's hier? Sitzt da irgendjemand herin, der sich den neuen Jurassic World, übrigens, nicht Jurassic Park, angeschaut hat und sagt, der ist gut gewesen, geil. Und ich möchte keinen Scheißdreck nicht sehen oder hören, nur du später Johansson mit. Das interessiert mich nicht. Ich möchte einen Film sehen, einen guten, mit einer Geschichte und so weiter und so fort. Fragst du dann keinen, egal was ich den frage, der findet alles gut. Wenn ich, weiß ich nicht, dem Scheiße ins Klo und nimm's auf Video auf, dann findet er es auch gut. Das ist das Lustigste und Beste, was ich jemals gesehen habe. Ist schon ein geiler Film, das Kano. Der Bully-Film war eine 7 von 10. Gut, das 7 von 10 ist okay, kann man sich anschauen, aber kein richtig guter Film. Ein richtig guter Film fängt bei mir ab 8 an. Und ich gehe nach IMDb-Tabelle. Gibt nicht viele Filme, die mehr als 10.000 Votes haben oder 1.000 Votes haben, die über 8 sind. Dann doch wieder einen ersten Jurassic Park. Grottigster Jurassic World ever. Danke, Herr Carr, danke. Also den Jurassic Park sollten sie am besten nicht mehr wiederbeleben. Das haben sie jetzt die letzten 3 Mal probiert und die letzten 2 Filme waren ganz ehrlich. Was für ein Film-Franchise, das in den letzten 10 Jahren wiederbelebt wurde, ist richtig gut. Nenn mir eins. Ja, ich kann da eins nennen. Ist aber kein so richtiges Franchise, was mehrere Teile gibt. Dann die ersten 2, die mir einfallen, ist Jurassic World und Star Wars. Star Wars Episode 7 war 2015, glaube ich, oder 16. Sagen wir es, wie es ist. Im ersten Jurassic World, der übrigens auch 2015 war, glaube ich, oder? War der 15? Der ist 10 Jahre mittlerweile alt. 10 Jahre. Der neue Jurassic Park, ja, der ist 10 Jahre alt. Halt mal einmal. Da haben wir uns reingesessen, so wieder freiwillig wie es ist, und es ist gar nicht mal so ein schlechter Film. Jetzt, wenn du den aber 10 Jahre später anschaust, dann merkst du erst einmal, was das für ein Riesenhaufen Scheiße war. Wie schlecht das dieser Jurassic World ist. Jurassic World 2 ist eine absolute Frechheit. Jurassic World 3 ist das Schlechteste, was ich seit keine Ahnung wann gesehen habe. Und jetzt der Jurassic World 4 ist ja das mit der Johansson, der ist genauso schlecht wie der 3er. Das ist absoluter, sinnloser Cash Grab und nur Dreck. Selbiges mit Star Wars. Sitze mit 2015 da rein und die haben genau gewusst, was sie da tun. Ja, ich habe einfach nur die Star Wars Fanbrille aufgehört, ist ja klar. Ich habe im Prinzip Episode 4 moderner gekriegt. Ist der gleiche Film in grün, mit anderen Charaktere und es ist jetzt ein Tussi und ein farbiger und was weiß ich, was soll ich sehen. Und erst einmal habe ich gedacht, es war schon ganz geil. Bis ich mir ein paar Jahre später nochmal angeschaut habe und eigentlich einmal gemerkt habe, ja, Kruzifix, bist du eigentlich des Wahnsinns, wie schlecht das der Film ist? Spinnst du eigentlich komplett? Wer ist denn sie? Was ist denn er für ein Würstchen? Hä? Und dann kommt da Teil 2 und Episode 9 und was ist über so ist, einer wird schlechter wie der nächste. Das einzige Franchise, das wiederbelebt wurde, was man da aber nicht so mit mir vergleichen kann, aber egal. Und es ist ja der einzige richtig gute Film, der in den letzten 10 Jahren rausgekommen ist, da wo ich sage, der kriegt von mir mindestens einen 9er. Und für das, weil es sonst gerade nichts gibt, wahrscheinlich sogar fast ein 9,5 oder 10 von 10. Und das ist Top Gun Maverick. Für mich ist das Top Gun Maverick. Das ist der solideste Actionfilm seit keine Ahnung wann. Und vor allem, ich kenne den alten, aber ich habe den nie angeschaut. Ich bin da gesessen und habe so gedacht, ja, der Düsenjets. Ist bei mir wie Autos. Ja, ich sehe Auto, denke mir so, irgendjemand fängt vom Auto labern und geh weg, ist mir wurscht, geh weg.
Und es interessiert mich instant nicht mehr. Und dann kommt Le Mans 66, glaube ich, heißt das, der Film mit Christian Bale und mit dem, ich bin so schlecht in Schauspielernamen, Matt Damon. 10 von 10. Aber ich glaube, der war vor 2015, bin mir aber nicht sicher. Wenn er nach 2015 war, ist das der zweitbeste Film. Und dann kommt der Top Gun Maverick und man denkt, ich habe nichts erwartet. Und man denkt, ja, ist eh wurscht, ist auf Netflix, schaust du dann nochmal an. Dann bin ich da gesessen und man denkt, das war der beste Film, den ich seit keine Ahnung wann gesehen habe. Bist du behindert? Das ist der beste Film, den ich seit keine Ahnung wann gesehen habe. Grandios! Und bei Le Mans war es genau das Gleiche. Man denkt, ja, der Autorennenfilm. Ich weiß jetzt auch nicht. Und dann schaue ich mir den an und denke, Bruder, der Film war brutalst gut. Okay, die kamen aus dem Nichts. Keine Ahnung. Super awesome. Aber dann beißt es sofort aus. Die letzten 10 Minuten. Die letzten 10 Jahre, sag mir 3 gute Filme. Und ich rede von herausragenden Filmen. Nicht genau so, ja, hat schon passt. Filmen, wo vielleicht heute noch jemand redet davon. Der F1-Film soll richtig gut sein. Das habe ich auch schon gelesen mit dem Pitbrad. Habe ich noch nicht gesehen. Aber mag ich auch schon. Breaking Bad ist kein Film, Herr Simato. John Wick, okay, lass ich durchgehen. Aber auch nur den ersten. Alle anderen haben absoluter Trash. John Wick 2, 3, 4, absoluter Trash. Was ich vielleicht noch ein bisschen dazu zähle, finde, ist Dune. Und der erste Teil und zweiten Teil, da habe ich mir gedacht, so mit, ich schlafe gleich, passiert jetzt da mal irgendwas oder um was geht es denn da überhaupt und was ist denn die ganze Scheiß da? Dune 1, Interstellar ist einer meiner Lieblingsfilme, ist einer der besten Filme, die jemals gemacht wurden. Oh, Oppenheimer, stimmt. Ja, stimmt. Okay, es gibt davon. Oppenheimer war wirklich nicht schlecht. Aber Oppenheimer ist halt wieder so eine Biografie-Film, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig sein muss. Da hat sich keiner was ausdenkt, weißt du schon? Da hat keiner eine Geschichte geschrieben. Das war halt so. Das ist eine Lebensverfilmung. Und Interstellar nenne ich deswegen nicht, denn Interstellar ist von 2014. Ich habe gesagt, die letzten 10 Jahre. Der Marsianer ist, bin ich mir nicht sicher, ob der von 14 oder 15 ist. Bonika noch nicht! Aber du, sind wir gut aus der Sommerpause zurück, liebe Christa Salzberg. Du, ich bin im Flow. Ich bin ja als Weini, ich fühle mich sowieso als Weini vorgewinnt. Ich fühle mich so, als wäre man mir gerade in dem Stream, wo wir vor 5 Minuten einen Fingerbrumsel 9000 gebaut haben. Der übrigens nicht mehr da ist, weil ich meinen Laubbläser gebraucht habe. Und mit dem da hinten dran habe ich leider nichts vom Fleck weggebracht. Deadpool 3 war ein guter Film, aber jetzt wenn ich ganz ehrlich, wenn im Top Gun Maverick auf eine Stufe mit Deadpool 3 steht, dann muss ich sagen, da haben nochmal 2 Klassen Unterschied. Was sagst du zu Scream? War okay zum Anschauen, war aber nichts, wo ich sage, boah geil, den musst du sehen. Irgendjemand, der Unbekannte X3H schreibt, wo Urlaubsreview? Weiß ich nicht, schaust du nur mal das Video, hörst genau zu und dann weißt du das. Was sind deine Top 3 all over? Filme? Die besten, das ist aber schwierig, da muss man ein bisschen, das ist schwierig. Das ist ganz schwierig, die besten 3 Filme zu nennen, weil das einfach, ich habe so viel Scheiße gesehen in meinem Leben und da fällt mir mehr ein wie bloß 3, deswegen muss man das vielleicht ein bisschen in Genres unterteilen, vielleicht in Jahrzehnte unterteilen und da wird es in den 90er schon schwer, weil die 90er wirklich vollgasnarisch, 10er Jahre und Anfang der 2000er 10er Jahre sind auch noch, aber dann wird es immer leichter. Ich würde sagen, der wahrscheinlich beste Film, der jemals gemacht worden ist, ist Die Verurteilten, Forrest Gump, die Herr der Ringe Trilogie. Und da ich schon anfangen mit Kategorien, so mit die besten Buchverfilmungen oder die besten Trilogien oder irgendwie sowas oder die besten Serien, wo es halt mehrere Filme gibt mit mehrere Teile. Pulp Fiction, Matrix 1, Interstellar, dann Apps, was wahrscheinlich niemand auf dem Schirm hat, weil das ist auch kein bahnbrechender Film, in dem man in 20 Jahren drüber schmerzt, aber von dem war ich auch so überrascht, deswegen ist er für immer in meiner mindestens all over Top 15.
Das ist Edge of Cooler Tomorrow. Film, Das ist auch ein aber Tom was Cruise so Film, zu da wo er seiner immer wieder, Mode das ist wie das täglich eigentlich grüßt das Ende Murmeltier, so gut da wo war. er stirbt Und und die hat Mia dann Gouraud wiederbelebt das wird jedes Mal und dann gegen diese über Alien-Typen RTL kämpft. sogenannte. Es war ein super geiler Film. Da schreibst du schon ein paar Alien. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich Alien einordne. Alien ist, ich bin ein Ultra-Alien-Fanboy, das glaube ich weiß ja jeder mittlerweile, also Xenomorph Aliens. Und dann müsst ihr die in Horror- und in Actionfilme unterteilen. Weil der erste ist für mich einer der besten Horrorfilme, die jemals gemacht worden sind. Und der zweite Teil, Alien 2, ist für mich einer der besten Actionfilme, die jemals gemacht worden sind. Der übrigens Hand in Hand geht mit Terminator 2, das für mich der beste Actionfilm ist, der jemals gemacht wurde. Einfach Terminator 2. Wenn man beachtet, aus was für einem Jahr das der Film ist, welche technischen Möglichkeiten das es da gegeben hat und der funktioniert heute noch. Terminator 2 der ist teilweise witzig, Action, es ist alles, da ist nichts CGI. Auf der T1000 natürlich, ihr wisst, was ich meine. Wenn hinterher, wenn er mit dem John vorne auf sein der John fährt doch da mit so einer Grossmaschine, er fährt mit dem fetten Chopper und dann hebt dann da so um. Immer natürlich war da Sicherheitszeiger und drum, aber die haben das noch echt gemacht, ja. Der hat den wirklich, also nicht den Burm natürlich, aber irgendjemanden wirklich vom Motorrad auf das andere Motorrad umgekommen, währenddessen hinter ihm der scheiß Laster von der Brücke springt und dann unten die Grossmaschine zermatscht. Das war heute alles in liebloser, herzloser, schamloser scheiß CGI-Kacke, aber damals halt nicht. Und es schaut immer noch gut aus. Und das, bester Actionfilm, der jemals gemacht wurde. In meinen Augen. Danach kommt direkt Alien 2. Was für mich auch einer der besten Filme ist, die jemals gemacht worden sind. Ist allerdings, glaube ich, 2003, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist Fluch der Karibik 1. Absolut fucking genius. Das ist eine richtig schöne Piratengeschichte mit Fantasy dabei, coole Charaktere, Jack Sparrow sowieso, den es dann natürlich verhunzt haben ohne Ende. Rambo 1 ist auch ein grandioser Film, bloß müsst ihr dir jetzt überlegen, ist der von 79 oder 80? Oder 81? Weil's halt Mr. Reset oder Mr. Re5 oder was auch immer. Welcome to Miami. Mr. Reset, wieso wird das nicht gesagt? Oppenheimer. Jetzt. Das ist brav. Mr. Reset? Ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Ist das ein S? Ist das Liedschrift? Mr. Reset. Merci, Kuss auf die Nuss. Merci und welcome to the squad. Aber in den Chat habe ich dir Mr. Reset, wer raus ist. Hat nicht, habe ich dir Reset gesagt. Oh, ich hab's geretriggert, scheiße. Ist wurscht, dann wirst du zweimal angezeigt. Schaut auch nicht. Ali, merci für deinen Zwickel, für Fäuste gegen Rio. Ich habe so viele Donations übersehen, ich habe einfach dahin gelabert. Leute, ich hoffe, ihr hasst mir, wir kommen nicht 1,5 Stunden. Alter, es ist halbe 10. Wann ist denn halbe 10 geworden? Oh, Schweigender Lämmer, Herr Kulzer, danke. Danke, du hast so absolut recht. Schweigender Lämmer, großartiger Film, das ist richtig. Übrigens auch in den 90ern. Die 90er waren Peak Hollywood. Mehr geht nicht, mehr ging nicht. Du musst dir mal überlegen, ich glaube, da habe ich ja Memes gesehen, es gibt einen Zeitpunkt, da war Forrest Gump, Shawshank Redemption und noch 200 Jurassic Park, glaube ich, und noch irgendein Film, den bis heute jeder kennt, gleichzeitig im Kino, oder? Das war absolut Peak Cinema damals. Und irgendwie so ab die Seite 2010er Inception. Oh, Inception habe ich noch ganz hart gefeiert. Der ist von 2010. Roter Drache, auch nicht schlecht. Dürfte 1998 gewesen sein. Minority Report ist auch ein Tom Cruise-Film. Gefällt mir sehr. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Schön, dass du das sagst. Habe ich schon lange nicht mehr angeschaut, mit den Brechstäben und so. Das ist ein richtig guter Film. Mit richtig Hirn dahinter und so weiter. Aber trotzdem schön zum Anschauen, ja, damit ich keinen Schlaganfall nicht kriege. Bad Boys 1 und 2 waren noch richtig geil. Schindlers Liste natürlich, also war ein sehr geschichtsträchtiger Film, da darf man sich nicht erlauben, den Film nicht gut zu finden, aber es ist auch ein guter Film, also unfassbar gut sogar. American History, Mr. Icarus, der Fight Noir X, ist auch ein richtig guter Film. American History X sollte jeder gesehen haben, ist ein grandios guter Film. Inglourious Bastards ist von 2009, das weiß ich, deswegen haben wir uns nämlich gestern erst angeschaut, der ist gestern im Fernsehen gekommen. Und wir haben gestern vom Essen heimgekommen, waren wir pumpenvoll und gesagt, und dann war da gerade der Eldo, der Apache da und hat die Ansage gemacht und ja, los gleich da.
Hast du einen Django angeschaut? Ein Tarantino Django, selbstverständlich. Richtig guter Film. Gran Torino, richtig guter Film. Hooligans, richtig guter Film. American Pie, oder? Full Metal Jacket habe ich vor kurzem erst angeschaut. Ist natürlich auch ein sehr guter Film. Gibt viel genug. Da Freunde der Sonne, was wollte man jetzt eigentlich tun? Wir reden schon wieder sauber zu viel über Filme. Wollte man mir nicht eigentlich Urlaubsfotos anschauen? Weil jetzt Filme aufzeigen, das ist alles ein wenig, was das eh. Wollte man mir eigentlich Urlaubsfotos anschauen, weil wenn es schon wieder halbe 10 ist, ich habe nämlich wirklich eine ultranarische Geschichte dabei. Also eine Geschichte ist wirklich ultranarisch. Wahrscheinlich eher für mich als für euch, aber ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, das muss ich jetzt einfach erzählen. Filmschmerz ist spannender als Urlaubsfotos, ich weiß es jetzt auch nicht. Und da war ich mir nicht so sicher. Ich habe nämlich, mir schauen wir nicht lang Urlaubsfotos so, bis ich dies, bis ich das, aber dann habe ich eine Geschichte, die ist narrisch. Die ist wirklich narrisch. Hat was mit dem Wasser zu tun? Nein. Mit meiner Kindheit. Jetzt lese ich erst einmal die restlichen Donations vor, weil sonst schlaucht es mir wieder. Herr Leonhard, merci für 22 Monate. Anonymous, merci für den Zwickel 50. The Green Mile, Antarktika 2006, Don't Look Up 2029, Tauchenzähmen leicht gemacht, komplette Reihe. Da ist jetzt außer der Green Mile eigentlich nicht recht viel Bahnbrechendes dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn dir die Filme natürlich gefallen, warum nicht? Tauchenzähmen leicht gemacht finde ich auch nett, aber nur den ersten Teil und die neue Verfilmung habe ich mal im Urlaub angeschaut. Die Realverfilmung, da wo ich mir so, braucht's das? Finde ich nicht. Don't Look Up ist witzig, aber kein bahnbrechender Film. Antarktika 2006 kenne ich nicht und der Green Mile ist natürlich wahnsinnig gut. Xenomorph, merci für den Euro, habe ich meinen Namen gehört. Ja, kurz über die neue Alien-Serie kann man uns unterhalten. Ich sag bloß so. Have Birger. Gibt's in Ich bin so dumm, dass ich es kotzen kriege, aber gut. Olli, merci für dein Zwickel. Flo, merci für dein 5, aber da habe ich, gibt es eine NX Runde 5, wenn ja, wann? In NX mache ich seit 2 Monaten ungefähr nichts mehr. Ich muss mich auch in den nächsten Wochen auf andere Dinge konzentrieren, sodass ich mich nicht auf NX konzentrieren kann. Ich werde NX aber weiterlaufen lassen. Das Ding ist für über ein Jahr im Voraus gezahlt, mit Server und Domain und so weiter und so fort. Das wird einfach dahin laufen. Ich gebe euch schon Bescheid. Ich habe euch aber auch außerordentlich und ausführlichst davor gewarnt. Steckt da nicht unendlich viel Zeit ein. Nicht, dass ihr dann super enttäuscht seid, wenn ich es wieder liegen lasse, Ewigkeit. Es kommt schon wieder irgendwann, aber die nächste Zeit ist schwierig. Ich habe jetzt so sehr gehofft, ich will bis Dezember, bis Weihnachten fertig, dass wir über den Urlaub und über Weihnachtspause und so weiter was zum Tun haben. Das wird eng. Das wird sehr eng. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oli B, merci für deinen Zwickel. Reset, merci für deine Mitgliedschaft. Turnover, merci für deinen 5er. Pauschka, merci für deinen Zwickel. Zitronakini, merci für 31 Monate. Mr. Mesh, merci für deinen 5er. Kein Film, aber was sagst du zum neuen Pumuckl? Ich finde, die haben das so gut gemacht und ich hätte nie gemeint, dass ich das mal über RTL sage. Denke ich genau das Gleiche. Ich habe nicht viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, habe ich gedacht, da habe ich jetzt eigentlich mit einem viel größeren Totalausfall geredet. Timmy Boy, merci für den Euro, Boni Canoni. Dominik, merci dir, Captain Tropic und den ganzen Rest auch. So! Und jetzt schauen wir Urlaubsbattle. Ich kann nicht auch schon wieder nicht fassen, dass es halb 10 ist. Machen wir erst mit Musik wieder ein. Ich muss jetzt mit Battle suchen. So, was haben wir noch? So, da müssen wir anfangen. Machen wir hier Vollbild. Mr. Aslak, und du bist doch auch schon seit 1000 Jahren dabei, oder nicht? Jetzt muss ich mal schnell wieder ein bisschen leise machen. Machen wir so. Herr Aslak on! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad. Ab in den Chat, habe ich dir ja Aslagon, du bist doch schon 1000 Jahre dabei. Aber es gibt vielleicht auch mehrere Leute, die Aslagon haben. Das kann natürlich sein. Mr. Aslagon, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. So, bevor wir mir mit Urlaubsbattle anfangen. Phase 1. Ich muss mich bei jemandem bedanken, dessen Namen ich nicht sagen darf. Zeige ich euch gleich. Phase 2. Hab immer noch kein Dr. Pepper Sponsoring. Spider-Man No Way Home, da haben immer noch Leute beim Film aufzeigen. Aber ja, ihr merkt es dann schon mit. So, jetzt pass auf. Also, ich sitze einmal im Jahr mit meinen Moderatoren zusammen. Da sitzen wir einfach zusammen. Ich sage euch weder wann, noch wo, noch irgendwas, aber wir sitzen mal zusammen. Und jemand aus der Community, man kann ja mich nicht direkt anschreien, sondern das geht dann den Leuten, die gescheit genug sind dafür, die dann meistens sogar eine Freundesanfrage schicken, weil die haben gescheit genug. Die machen das dann über Mods und so weiter.
Und immer wieder kommt einmal irgendwas mit, ja, kann man dir was schicken und keine Ahnung, und das mag ich halt normal nicht. Aber irgendwann hat mir der Vibe auch geschrieben, du, da war dieses und jenes und keine Ahnung, und dann denkt, ah, leck, Alter, da kann ich nicht nein sagen, bist du bescheuert? Und dann hat es aber halt Wochen gedauert und ich hab das schon wieder vergessen. Nein, er hat mir das bloß schnell geschrieben, aber sagt, ja, nimm einfach hoch, ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Ich sag das, was ist, ich hab nicht recht viel drüber nachgedacht. Dann sitzen wir halt da so zusammen und dann kommt der Vibe ja auf, für die hab ich noch was vom und bringt mir was und gibt mir was. Und jetzt pass auf, wart. Ich tue es einmal von der Weiden. Pro-Gamer erkennen es auch von der Weiden. Was ist das? Da gibt's ein Freibier und schon ist er da. Was ist das? Der Chat ist aber sehr schnell sehr ruhig geworden. ALP? Das ist schon mal gut. Ein Michael Jackson Album? Vinyl? Du sagst, ja, jetzt kommt es halt drauf an, ob irgendwelche Programmer das verdammte Album-Cover erkennen. Es ist eine LP, es ist eine Schallplatte. Deine Lied, nein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Originalalbum als CD oder in Spotify auch dieses Ding hat, aber ist ja wurscht. Jetzt pass auf. Und sagst du, was da drauf ist? Sagst du, was da drauf ist? Ich sag's jetzt noch 4-mal hinterher, ist mir scheißegal. Sagst du, was da drauf ist? Ich hoffe, derjenige ist da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deinen Namen schon irgendwo gelesen habe oder nicht. Ich darf noch nicht sagen, was ich verstehe. Aber nochmal, sagst du, was da drauf ist? Handsigniert von alle. So, jetzt muss ich bloß den Zähler raus tun. Ich habe mir da was dazu geschrieben, das lese ich auch sehr gerne vor. Aber halt ohne seinen Namen, das tue ich jetzt mal auf die Seiten, damit mal die Jungen unter euch, gut, ganz ehrlich, Schallplatten habe ich auch nicht mehr mitgekriegt, ja. Nun muss ich ein bisschen auf die Seiten fahren. Wenn ich es mal aussuchen können, hätte ich natürlich das erste Album genommen, weil mit dem bin ich, das ist zwar von 1999, aber damit bin ich halt zu Slipknot gekommen. Und schmeckt. Und heilige Scheiße, ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Das nächste, da haben wir da noch, und da steht dann. Oh, da stehen dann die Titel und die Lyrics drauf. Und das ist Schallplatten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der oder diejenige, die mir das geschenkt hat. From the bottom of my heart. Ich hab gemeint, ich sag nicht richtig. Ich hab auch nicht einmal mehr gewusst, was es ist. Der Vibe hat mir das Backel hergelegt und ich hab nicht gewusst, keine Ahnung, was da gibt. Aber dann habe ich mich natürlich darüber erinnert, dass er mir das geschrieben hat, was in etwa ist und ob ich es haben will und keine Ahnung und was weiß ich, und irgendwann habe ich dann ja gesagt. Dann mache ich das Backel auf, dann ist das Ding drin. Erst ist es genauso wie bei euch auch. Ich habe mir das gesagt, boah, leck geil, das ist ein Vinyl. Dann schau ich so. Und dann habe ich so drauf geschaut, so mit. Ja, leck mir am Arsch, das sind echte Unterschriften oder was? Und der nicht aufgedruckt, bist du Psuffer. Habe ich kurz durch die Hose geatmet. So! Ich hoffe, derjenige ist da oder sagt es im Nachschau-Squad von ganzem Herzen großes Dankeschön. Was noch dabei war, das habe ich nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob das ein Novarock VIP-Ticket ist oder ein Tagesticket oder bloß ein Ticket fürs Konzert, das habe ich halt nicht gewusst. Stehend lagern. Also Novarock kenne ich natürlich schon, das ist mir schon klar. Aber mich würde interessieren, was das für eine Art von Karten ist. Weil wenn ich schon so eine Karten mit so einem Schnirl da durchkriege, dann war das eine VIP-Karten.
Und dann war ich schon ein wenig traurig, dass ich da nicht selber drauf reagiert habe. Aber geht halt auch nicht so einfach. Ja. Und es hat natürlich einen Grund, warum ich dessen Namen nicht nenne. Er mag das auch nicht. Er hat mir ein kleines Brief dazu geschrieben. Ich lese. Vorinfo! Falls du den Brief im Stream vorlesen möchtest, ist es kein Problem für mich. Jedoch bitte ich dich, meinen Namen nicht vorzulesen, um eine Flut von Anfragen zu vermeiden. Danke, Chef. Hätte ich sowieso nicht. Also erstens hätte ich dich sowieso vorher gefragt. Und natürlich tue ich das nicht. Wem erzählst du das? Und wenn ich das tue, dann mag ich gar nicht wissen, wie viel von irgendwelchen Leuten dass du halt angeheiert wirst. Und oder ich werde die auch nicht nochmal angeheiern. Das ist absolut geil und das ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Vielen, vielen Dank. Habe die Ehre, Chef. Als Zeichen unseres Dankes und des wöchentlich wiederholenden Blödschisses schicke ich dir stellvertretend für die Community, in Klammern, ich hoffe, die Affen sind mir nicht böse, wenn ich uns alle da mit reinziehe, eine kleine Aufmerksamkeit als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Das war halt schon im Juni. Oder das war vor Juni, glaube ich sogar noch, weil es Nova Rock, wann ist Nova Rock? Moment, da muss ein Datum umstehen. Steht da ein Datum drauf? Am 13. Juni 2025 und ihr müsst mir das Ding halt. Ich weiß nicht, was die Intention war. War das ein VIP-Ticket für mich gewesen, dass ich da hingehen kann und bin Backstage mit fucking Slipknot? Dann hätte ich aber hergeschissen, so wie es ist. Oder ist es seins? Weil der muss ja das Ding irgendwo herhaben, verstehst? Egal wie rum. Merci. Du jetzt mit Donations, ich muss jetzt da was vorlesen. Kruzifix nochmal. Das ist eine AAA VIP Backstage-Karte für die Artists. Ja, herzlichen Glückwunsch. Natürlich. Da muss ich ein YB aufhören. Weißt du nur, wann der dir das Ding gegeben hat? War das vor dem 13. Juni oder danach? Vor 3 Monaten, weil ich mal am Nova 10er vom Finger gerissen habe. Das war mir wurscht gewesen. Einen Finger brauche ich nicht, damit ich mich mit dem Corey Taylor unterhalte. So, ich lese weiter vor, weil dann müssen wir Fotos anschauen. Stellvertretend für die Community eine kleine Aufmerksamkeit als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Das war übrigens das narrischste Geburtstagsgeschenk, das ich dieses Jahr gekriegt habe. Und das ich seit sehr langem gekriegt habe, muss ich auch dazu sagen. Vielen Dank für deine komplett eskalierenden Streams und auf dass die Server von NX glühen werden. Liebe Grüße, irgend so ein Affenarsch aus der Community. PS, vielen Dank nochmal an die Person, die dafür gesorgt hat, dass das Paket in deinen Schoß fällt. Herr YBO, Dankeschön again. Siehe Vorinfo, meine persönlichen liebe Grüße. Jetzt waren wir fast der Name ausgerutscht und jetzt müssen wir dann das Thema wechseln, weil sonst rutscht mir der Name auch irgendwann wirklich aus. Am 20.06. hast du es gekriegt, dann kann ich mir vorstellen, dass das seine VIP-Karten war. Der muss ja irgendwo die LP unterschreiben lassen. Also war er da drin. Wenn ich das Ding kriege, war ich komplett ausgehaust. Bist du das Vollgas Wahnsinns. Allerdings, ganz wichtig, nehmt euch durch sowas nicht selbst den Zauber. Wenn du, das habe ich beim Wes Borland mal erlebt, das ist der Gitarrist von Limp Bizkit, ich bin ein absoluter Limp Bizkit-Fanboy. Und irgendwann war der mit seiner zweiten Band, die Blacklight Burns heißt, war der mal in Minge. Da waren wir auf einem Konzert. Ich bin ein absoluter Wes Borland-Fanboy, seitdem ich Kind bin. Also seitdem ich halt Limp Bizkit gut finde. Und dann sitze ich also da und dann spielen die vor 10 Leuten. Und 5 davon waren wir. Und dann geht der Wes Borland da runter und ich schaue ihn bloß so und denke mir so, Bruder, du hast Stadien voll gemacht. Du stehst jetzt da einfach einen Meter vor mir und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nein! Und dann bin ich wieder gegangen und habe mir gedacht, nein, da mache ich mir meine Illusion eines Superstars kaputt. Deswegen wissen die nicht, wie ich mit einem VIP-Ticket zu Slipknot oder halt irgendwas anderes, was ich geil finde, der Tool, was feiere ich noch ganz hart, ist ja vollkommen wurscht. Weißt du, wie ich meine? So. Mein Affenarsch! Oh, das ist ja okay. Das darfst du natürlich. Schreib jetzt ja nicht in dem Stream nur irgendwas, weil Mr. Affenarsch. Natürlich bin ich da. Ein bisschen verspätet, aber gerade noch rechtzeitig. Kleiner Wermutstropfen ist, dass der Sean nicht dabei war, aber ja. Aber bitte gerne und nochmal danke an YBO fürs Organisieren. Und jetzt scheißt mir noch ein 10er hin. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, das ist absolut irre. Das kriegt entweder da herin oder irgendwo bei uns im Wohnzimmer einen absoluten Ehrenplatz. Ich habe zwar immer noch keinen Rahmen dafür gekauft, weil ich noch nichts gescheit. Ich habe noch nicht, ich sag's euch, ich habe noch nicht geschaut im Urlaub. Und das wird aufgehangen und das wird hier ist hier in sehr guten Händen. Verlassen Sie sich drauf. Vielen, vielen Dank. Absolut narrisch. So, ich hoffe, du bist mir nicht besser, dass ich die da noch 3 Minuten Speck gelesen habe. Mario, merci für 4 Monate Gesichtscratch, merci für 25 Monate, Aslargon, welcome to the squad und der Rest dann sowieso. Einen Rahmen kann dir doch der Russe aus Japan mitbringen. Ich brauche keinen japanischen Rahmen für Schallplatten. Stell die LP aufrecht hin, Krutzi.
Warum ist das so, Herr an die Wand? Ich kenne mich mit LPs nicht aus, ich sag das, wie es ist. Ich werde der niemals anhören, ich sag das auch, wie es ist. Und das Wertvolle ist nicht die LP da drin, sondern das ganze Ding in einem mit den verdammten Unterschriften drauf. Rahmen. Also Rahmen! Oh, leck. Sicher, du nimmst mir mit. OG Rahmen. Sonst wird's unrund. Was, wenn ich's hinleg? But why? Why? Nein, die Wand, warum? Wenn ich es einfach auf den Tisch lege, warum? Klassischer Sprengi und bitte nicht auf die Spur. Oder ist jetzt einfach wieder nur ein klassischer Sprengi-Scheiß? Ja, das die Ding mag so, hä? Sprengi wo? Der macht so, das soll ein Witz gewesen sein. So, die neuen Streamzeiten haben übrigens von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr mit der Community Review von einem Urlaub. Bis dann. Ich muss hinstellen, weil es ja so ist. Herr Biermann, das ist eine Erklärung, mit der kann ich was anfangen. Warte, ich stelle sie. Ich hab sie gestellt. Können wir uns jetzt ein paar Battle anschauen? Da müssen wir durchfliegen, Leute. Da müssen wir durchfliegen, müssen wir mir da. Gibt aber auch nicht zum... Ich habe wirklich eine Geschichte zu erzählen. Das war wirklich absolut narrisch und ich wünsche jedem, dass jemand sowas vielleicht einmal hat. Aber da kommen wir dazu, wie wir das Battle durchhauen. Es geht hauptsächlich nur ums Essen. Wer jetzt Hunger hat, der kriegt jetzt gleich ein richtiges Problem normalerweise. Wann geht's Spiel los? Florian, ich glaube, dass du schon wieder Flaschen Jagermeister im Gesicht hast. Hä? Wulfric, fürs Protokoll. Wenn ich meinen Pimmel in eine Grabesurne stecke und filme, laufe ich Gefahr, verklagt zu werden. Wenn nicht, es Aschentüll... Aschentüll, du Vollmongo. Hau ab mit deinem Scheiß jetzt! Wulfric, merci dir. Babi! Welcome to the Squad, Kuss auf die Nuss. Danke für deine Mitgliedschaft, ab in den Chat, habe dir, Babi! Und Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt damit mit dem ganzen Bums. So, das war so. Meine Damen und Herren, ich war natürlich im Urlaub. Wir waren mal... Erzähl ich dann, wenn wir dazu kommen. Jetzt pass auf, so, jetzt machen wir erstmal so. Da ist natürlich wieder ein bisschen unvorteilhaft, weil ich da unten so ein bisschen behindert bin. Gut, ich bin da oben so ein bisschen behindert. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Ich bin zumindest ein bisschen besser in der Mitte drin. So, mir war mal, wie jedes Jahr ist es einfach meine Lieblingsinsel. Das hat einen bestimmten Grund, das wissen die meisten. Ich bin quasi da unten aufgewachsen. Ich habe da unten mit meinem Pap zum Beispiel mehr Zeit verbracht als da in Deutschland. Warum? Meine Eltern sind geschieden, seit ich 3 Jahre alt bin. Keine Ahnung, mein Papa hat in Minga gewohnt, Mom da, wo ich jetzt wohne, und ich habe bei der Mom gelebt und war bloß am Wochenende, aber ich war halt dann immer 2 Wochen im Urlaub da und so weiter und so fort. Wir waren mal in Kreta, wir waren mal in Malia. Das war unser Zimmer. Schaut ein bisschen klar aus, war es aber gar nicht, und es war ein 2-Sterne-Hotel, hat sich überhaupt nichts gefällt. Das war eines der saubersten Hotels, die wir jemals gehabt haben, mit der besten Bar, die wir jemals gehabt haben. Und da sagst also das da ist unser Haustier gewesen. Wir haben sogar deutsches Fernsehen gehabt, ohne Rauschen, ohne alles. Wir haben nicht recht viel Fernsehen geschaut zum Einschlafen halt. Und da geht der Tier aussehen, da ist nochmal ein zweiter Raum mit nochmal einem Bett und mit nochmal einem Raum zu einer Dusche. Wichtigste Frage ist, Scheiß ausgegangen. So gut ist es noch nie gegangen, Alter. Scheiß, es war relativ klar, aber es ist noch nie so gut gegangen wie da. Hat die Bürgerin Dreads, das hat sie, ja. Schon seit 2,5 Jahren. Bürgerin, 1988. Da können wir noch andere Beutel, kannst du es vielleicht besser einschätzen. So, der mal gleich mal weiter. Wieso kann ich da nicht weiterschalten? Der mal gleich mal weiter. So. Ist übrigens nicht chronologisch geordnet, ich weiß nicht mehr, wann man die Fischplatten, das schaut ja gar nicht nach Fischplatten aus, es schaut eigentlich mehr nach wie soll ich sagen, schaut eigentlich mehr nach Gyrosplatten aus, aber es war Fischplatten. Und die war gut. Aber es waren ein bisschen für Sardellen. Waren ein bisschen, nicht Sardellen, Sardinen, Entschuldigung, ich liebe Sardinen. Da sind Depf, die Depfer die alte, die ist übrigens mittlerweile ja fast komplett voll tätowiert, aber gut. Hippie-Depf war gut. War gut. Beilage dazu, aber auch gut. Der Reis war nicht durch, das weiß ich noch, aber ich sage noch, gut, da müssen wir weiterschalten. Das wird noch öfter passieren. Dann habe ich was gesehen, was ich glaube, ich war jetzt, glaube ich, das 15. Mal da unten. Ja? Was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, da unten waren sie in die Wolken. Aber ich denke, da warst du 2 in der Früh, die waren dann um 11 Uhr Vormittag waren die dann wieder weg. Aber ich denke, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, Foto, da bin ich gerade draußen gesessen und habe nicht geraucht.
So, weiter geht's. Einen unfassbar wichtigen Tipp gebe ich jetzt an jeden. Wenn du irgendwo in Griechenland bist, übrigens, Marvin, mir ist wieder 28 Monate, habe ich dir jetzt zu Season 9, habe ich dir jetzt zurück. Und an den Herrn der Bau von Birk ebenfalls, Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt mit Donations, die werden in dieser Ansicht da gerade noch nicht angezeigt. Unfassbar wichtiger Tipp. Das Restaurant war übrigens auch ein Tipp, den wir von jemandem gekriegt haben, den ich kenne, erzähle ich nachher. Das ist Teil der narischen Geschichte. Hat Milos geheißen und das war in der Altstadt. Ja, Malia ist gar nicht mal so klein, es ist keine große Stadt, aber es ist eine kleine Stadt, aber da gibt es eine Altstadt drin. Wenn du da an der Promenade zum Essen gehst, ist da eine Taverne neben der anderen. Und die haben alle super, fast alle super. Also natürlich kannst du auch mal ins Klo eingegangen oder nicht, aber das ist halt, und das merkst erst, wenn da mal jemand Tipps gibt. Es ist halt die Touristenmeile. Da ist das Essen geil. Ja, da kriegst du deine Kalamari, da kriegst du deine Doraden, da kriegst du deine Oktopussis, da kriegst du Fisch und Fleisch und alles. Aber alle haben so ziemlich die gleiche Speisekarten. Ja? Also da ist der Fisch gleich, da ist das Fleisch gleich, da haben die griechischen Spezialitäten gleich, wie so Moussaka und lauter so ein Schmarrn, Biftekis und so weiter und Souflaki und was weiß ich, was alles. Und es kostet auch, es ist so ungefähr das gleiche und. Aber wenn du die Möglichkeit hast, oder du bist zum Beispiel in Heraklion oder in Rethymno oder in Malia oder in Panormos oder in Kania oder in, was gibt's Neues, was weiß ich, dann gibt's da immer eine Altstadt. Da ist ein bisschen weit zum Fuß gehen. Da gibt's zwar Hotels, aber die nimmt normalerweise keiner, weil du sonst 83 Stunden zum Strand hast. Dann fragst du einmal irgendwelche Einheimischen, freundest du dich mit in einer Bar mit denen an und dann fragst du, wo geht man da gut zum Essen? Dann haben uns jemand, der sagt das dann halt auch auf Google und so, da kannst du nicht mehr verlaufen, er sagt, ja, geht's ins Milos. Das Restaurant Milos geheißen, ist von einer Südtirolerin und einem Griechen geführt, mit einem Burm, der zweisprachig aufgewachsen ist, der kann nicht Bayerisch, also Österreicher Dialekt, das habe ich am allergeilsten gefunden, redet mit seinem Pap, redet er Griechisch, mit seiner Mom und mit uns redet er halt Bayerisch, wenn wir wollen, reden wir auf Englisch, mit anderen redet er, das ist halt voll komisch, also voll komisch hat das auch ausgeschaut. Aber da habe ich den besten kann ich nicht sagen, aber einen der besten Gickerl aus dem verschissenen Holzofen gegessen, da sehen wir später auch noch ein Battle, den ich jemals gegessen habe. Und ich denke, okay. Und da schauen auch die Speisekarten sofort anders aus. Sofort auf der Stelle. Jetzt brauchen wir ein bisschen eine musikalische Untermalung, warte mal. Jetzt haben wir jetzt eigentlich keine Musik mehr. Diesmal nehmen wir gemütlich extrem. Was? Läuft noch ein bisschen was? Ja, passt. So, machen wir wieder Vollbild. Gib Vollbild. Machen wir wieder so. So, jetzt haben wir schon wieder da. Mit Gigalosch. Ja, also Gigalosch drauf. Aber der ist nicht so wie bei uns. Der war nicht so wie bei uns. Griechischer Wein. Habe ich auch kurz überlegt, aber das wird sofort wieder weggeklemmt. Das hilft nicht. Ich hätte jetzt auch gern griechischer Wein hier, aber wird halt weggedingst. Das ist was, Dorades, nein nicht Dorades, Dolmades, glaube ich erstens, das ist Bürgerin jemals, die kann sich da drin einwickeln, das sind einfach so Weinblätter mit Reis drin und mit einer bestimmten Sauce, ein Tzatziki dazu oder ein weißes Joghurt dazu. Die, wenn frisch gemacht haben und selber hausgemacht sind, haben die brutal. Und die Tavernen, wo wir da waren, da gingen halt die Einheimischen auch hin zum Essen. Das ist ganz was anderes. Schmecken diese Dinge, schmecken handgemacht und die Sachen, die du in der Touristenmeile isst, die haben auch gut, nicht falsch verstehen. Aber da merkst du einfach, die haben entweder schon fertig oder sonst was. Ist da Verschürz drin? Was ist denn Verschürz? Weiß ich nicht, was Verschürz ist. Die sind wild. Ich isst da auch immer ein, zwei. Ich muss mich aber zusammenreißen, weil ich habe auch jetzt mal Vorspeisen. Und ich weiß nicht mehr, was das war. Das schaut aus wie Pepperoni, die Dinger, das sind aber keine. Das hat er uns extra erklärt, ich hab's schon wieder vergessen, ist ja wurscht. Der Alibi-Salat, das ist nicht mein Essen, das ist der Bürgerin Essen. Bürgerin isst kein Fleisch, fast keins. Sie hat aber an meinen Kickerl nicht geschrieben. Das muss im Buch festgehalten werden. Die Sauce und diese Kartoffeln. Okra sagt mir jetzt gerade nichts. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, das Zeug. Aber es war gut. Ich habe auch eins probiert. Ist jetzt nichts, wo ich meinen ganzen Teller davon kaufe. Aber ihrer hat es taugt. Und die Sauce mit den Kartoffeln, Alter. Geil. Und das war mein Gickerl. Schaut absolut unspannend. Ich habe da schon mit der Gabi eingereiht, weil ich so viel Hunger gehabt habe. Bis ich gespannt habe mit, oh Gott, ich muss für euch Spackos nur ein Foto machen. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich beim Essen fotografieren wie der letzte Vollspast vorkommt? Und erst einmal rundum schaut, oh Gott, hoffentlich schaut mir keiner zu, weil ich mir so schande, dass es spät ist. Aber hilft nicht.
Schaut recht unspektakulär aus. Ich schwöre dir bei Gott, der Kickerl ist auseinandergefallen wie Rippel, wenn ich es mache. Also du hast es fast, der ist einfach im Mund gegangen. Und dann die Kickerl-Sauce plus das Olivenölzeug mit dem Gemüse. Das war so gut. Das war so gut. Irgendein Foodporner. Ja, wir werden uns jetzt nur Essensbeutel anschauen übrigens. Deswegen machen wir jetzt einmal ein bisschen, wir hatten da 2 Beutel. Na gut, haben nicht 2 Beutel. Das war unser Strand vor der Haustür. Nichts Besonderes, ganz einfach. Was aber geil war, wir haben da wieder so, sechst an dem Schirm dort ist ein ganz Schädel. Da hast du mit dem Handy abfotografieren können. Also Seiten aufgegangen, hast du sämtliches Essen bestellen können, Trinken bestellen können. Nach 5 Minuten war ich da und du hast es gerade am Strand. Das war geil. Kannst du sagen, was du willst. Jetzt weiter. Es ist so der, da sieht man ein bisschen Bürgerinnen-Schenkel, aber das ist ja wurscht. Das zeigt, es ist Bürgerin am Strand. Safari-Tour? Nein. Wir machen keine Touren. Und ich sag das, wie es ist. Es gibt nichts Geiles, aus irgendeinem Grund. Das ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Es gibt nichts Geiles wie Hals am Strand umeinander liegen, dann hast du ein bisschen geschnorchelt, bist du ein bisschen fertig, dann kriegst du ein wenig Hunger und dann gibt es nichts Geiles wie die verfickten Club-Sandwiches in diesen verdammten Bars am Strand. Frag mich nicht warum, ich liebe es. Ich liebe es. Da haben wir Bürgerschenkel, ja, übrigens ziemlich, wer sagt, dass das meine sind. Strandpommes, besser Freibadpommes, ja. Vor allem die griechischen, die haben mit so einem griechischen Salz-Dingsbums-Gewürz, was weiß ich, was da drin ist, die sind so gut. Das hat immer so gut geschmeckt. Weiter geht's! Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsspeisen, das ist das Beste, was es gibt und ich versuche das dieses Jahr, genauso wie letztes Jahr, werde ich mir wieder einen Eimer voll Feta-Käse kaufen und versuche das nachzumachen. Aber da habe ich ein Restaurant gefunden, mir läuft jetzt schon das Wasser im Maul wieder zusammen. Habe ich ein Restaurant gefunden, das den besten Feta-Käse aus dem Ofen macht, den ich jemals gegessen habe. Und mit jemals meine ich da wirklich jemals. Normal, ganz selten, ist da eine Tomatensauce drin, selbst wenn auf der Karte steht, das ist mit Tomatensauce, ist meistens keine drin, sondern das ist irgendeine Zitronensauce, irgendwas, das ist auch geil, aber nicht so wie da. Das da, die schwarzen Dinger rundherum, sind keine Oliven, das sind Kapern. In der Mitte ist einfach ein Feta-Käse, das ist ein wenig gemürzt, mit Tomatenscheiben rundherum und Paprika-Dinger, glaube ich, waren das. Aber so längliche Dinger, hergeschnitten halt. Ich schwöre dir bei Gott und das Ding aus dem Holzofen, ich kann mir einlegen. Ohne Scheiß, gib mir eine Backerschaufel und schaufelt mir voll damit, es ist so geil. Es gibt halt auch Essen, wo kein Fleisch drin ist oder sonst irgendwas, das richtig geil sein kann. Ja? Um einmal das Klischee, der Mann frisst den ganzen Tag nur, was weiß ich. Was hältst du von Saganaki? Kommen wir nachher noch dazu. Der Trizian. Kapern, das Lieblingsgemüse der Piraten. Kapern sind voll geil. Ich hab schon lange keine Kapern bis dahin mehr gegessen und hab das dann die Tomatensauce mit den Kapern und dem bring mir den Eimer. Weiter geht's. Das war, glaube ich, nämlich, deswegen Saganaki, das war, glaube ich, ein Muschel-Saganaki. Das ist allerdings das Essen von der Bürgerin, das hab nicht ich gegessen. Die mag ich Muscheln ganz gern, mag ich auch ganz gern, aber für mich ist da über nichts dran. So, da will ich mich was essen, Alter. Da muss man wirklich einen 10 Kilo einer bringen, dass ich von den Muscheln satt wird. Oder aber auch gut ausgeschaut und das war, glaube ich, so ein Muschel-Saganaki. Muscheln, ja, gut haben sie auf alle Fälle, das ist klar. Und geht's weiter. Gut. Ich mag schon fast sagen, das Bockerer-Menü. Gute alte Kalamari. Gängen immer. Oder die gängen immer. Wenn ich nicht veressen mag, dann friese ich Kalamari mit 3 Pfund Zwiebeln. Saganaki mit Sesam und Honig. Das knirscht doch beim Futtern. Was knirscht beim Futtern? Achso, Herr Unkrautbahner, ich hoffe, das ist ein Witz. Du isst natürlich nur das Innere. Kalamari gingen immer und die besten sind die mit die Fußsal, das ist sowieso klar. Ich, allerdings finde ich immer so im Urlaub ist Kalamari fritti oder frittierte Kalamari immer so ein bisschen als Bockerer-Menü wie bei uns. Ja, gehen wir zum Essen. Ja, ich mag ein Schnitzel. Aber das ist halt einfach geil. Ja, fertig aus Amen. Was haben wir da? Und das ist auch eines meiner Lieblingsessen. Schaut ein bisschen aus wie eine Kackwurst. Aber es hilft ja nicht. Was sollen wir machen? Das ist einfach der gegrillte Oktopus. 3 Pfund Zitrone meistens ist so eine gelbe, essigartige Sauce dabei. Ich glaube, Bürgerin hat jeden Tag angegessen. Außer bei den Restaurants in der Altstadt, da gibt es sowas gar nicht auf der Karte. Da gibt es, ich sagen, gar nicht, da schauen ja die Speisekarten ganz anders aus, das wollte ich vorher schon sagen. Da gibt es sowas, da kriegst du keinen Oktopus so wie da.
Dafür in der Touristenmeile kriegst du in fast jedem Restaurant einen Oktopus, der genau so ausschaut. Mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner und so weiter und so fort. Aber voll geil. War immer saugeil. Gegrillter Oktopus, geilster Scheiß ever. Kriegt man danach, ich weiß nicht, warum ich das Foto drin lassen habe, du kriegst halt immer Melonen, Wassermelonen, Honigmelonen oder sonst was. Ich kann dann meistens schon nichts mehr essen, aber was wichtig ist, dass ich wieder was essen kann. Na scheiße, jetzt habe ich das Bettel aus, wir haben immer so eine kleine Kandelraki gekriegt. Und diesmal haben wir es immer gesoffen. Ich sag das, manchmal haben wir sogar 2 hergesteckt gekriegt. Und manchmal hat der Chef mitgesoffen. Bruder, unser Chef vom Hotel, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, oder? Du gehst, ja, vielleicht habe ich Fotos, reden wir nachher. Cocktailbar hat der Islander geheißen, da waren 2 Geschwister dort, also eine Frau und ein Mann, die waren super nett, die haben sich mit uns dann unterhalten. Ab dem 2. Tag haben sie uns jeden Tag gewungen beim Vorbeigehen, waren wir halt jeden Tag dort und haben Cocktails getrunken. Und dann hat es eine andere Bar gegeben, da kommen wir am Schluss dazu. Das habe ich getrunken, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich sag das, was es ist. Ich habe über die ausgefallensten Cocktailnamen ausprobiert. Nicht Sex on the Beach, das interessiert keine Sau. Was habe ich jetzt gelesen? Ein Pornstar, dann ein Peach, irgendwas mit Peach. Jetzt ungelogen, also nee, da ist nicht das Wort Fuck drin vorgekommen, aber so ungefähr wie Fuck your Peaches, irgendwie sowas. Ja, vollkommen wurscht. War auf alle Fälle gut. Das Ding hat der Bürgerin einen Gehirnfrost bereitet. Weiß ich auch noch. Warum ich das fotografiert habe, weiß ich nicht mehr. Ich hab mir seit also Kids-Menü, warum gibt's denn da Chicken Nuggets? Da haben wir wieder anderes Restaurant, wieder Feta-Käse aus dem Ofen, ist dabei gestanden mit Tomatensauce und was weiß ich, was soll ich sehen. Ein Scheißdreck, da sehe ich gerade Tomatensauce gar nicht, der war gut, brauchen wir nicht reden, aber siehst du, der ist auch oben ein bisschen verbrennt und so, der Paprika ist verbrennt, der war gut, das kann man trotzdem essen, um Gottes Willen, das ist Korinthenkakerei, aber der andere war so viel geiler. So viel geiler. Schauen wir uns dasselbe Battle nochmal in grün an. Weiß jemand, was das pinke gezeigt da oben ist? Das ist ein Taramas. Was ich euch empfehlen kann, nicht nachschauen, was das ist. Das ist das Wichtigste. Das ist im Prinzip, ich nenne es jetzt einmal eine Fischcreme. Das tust du auf ein Brot aufführen, das kannst du auch so essen und dann ein Brot hinten nachher oder irgendwas anderes. Wenn du irgendwo ein weißes Taramas kriegst, kauf einen Eimer davon. Ich komme vorbei und hol ihn. Okay? Das Pinke ist auch gut, aber nicht so geil wie das Weiße. Da haben wir es da. Schaut aber jetzt ein bisschen aus wie ein Erdbeereis. Ist aber kein Erdbeereis. Aber man kann es essen. Problem ist bloß, das kann man als Vorspeis so ein bisschen stehen. Und dann kommt halt immer so ein Teller mit so einem Batzen drauf, da wo ich mich jetzt frage, Leute, wir sollten das fressen. Ein Haringkäse, so ungefähr, ja. Es sind zerhäckselte Fischrogen. Was das wieder ist, soll jeder selber googeln. Ich habe euch gewarnt, was das ist. Und das Weiße ist Vanille. So eine Lachspaste. Ja, aus Fischohr. Im Prinzip. Geil, das kennt ihr. Natürlich kenne ich das. Was? Wie? Ich glaube, ich habe jeden Tag, ohne ungelogen, 8 Tage lang waren wir, ich habe jeden Tag auf die Nacht dort sitzen können. Also wirklich ununterbrochen, ohne Unterbrechung. Teilweise auch dann schon Nachmittag. Das vergeht dann auch wieder ein bisschen schneller wie bei uns, weil es ist ein Piss heiß, schwitzt du eine Sau und gehst am Nachmittag einmal duschen und nicht bloß auf die Nacht. Und ich habe, glaube ich, jeden Tag einen Liter Wein gesoffen. Jeden Tag. Aber gut. Aber gut. Ich mag übrigens Rotwein. Dann muss auch sein, ich habe das mittlerweile so ein bisschen abgelegt, dass ich jeden Tag nur Fisch isst. Das muss gar nicht sein, sondern ich habe es dann auch so gemacht, Fisch, Fleisch, abwechselnd. Und ein richtig gutes Souvlaki, was auch wieder so ein bisschen ein Bockerer-Menü ist. Ja, also aber das gehört nun mal da unten dazu. Das war richtig gut. War richtig, da gibt es überhaupt nichts dagegen. Richtig, richtig gut. Bester Urlaubszustand, keine Termine und leicht dort sitzen. Ja, manchmal war es ein bisschen mehr. Birger, habt ihr außer gefressen auch noch was? Nein? Hab ich ja gesagt, ich hab nur Fraßbeutel dabei. Umeinander sitzen, fressen und saufen, was. Ah, das war auch gut. Das war der Birgerin essen, das waren Shrimps und das daneben. Das war kein Kartoffelpüree, das ist wichtig. Das schaut so ein bisschen aus, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich habe aber extra gefragt, es ist keins. Aber war gut. Shrimps gingen auch immer. Beziehungsweise sind eigentlich schon fast Scampis. Dann. An diesem Abend könnte es sein,
dass es leicht eskaliert ist. Das ist unser Hotelbar. Die ist direkt an der Straße draußen. Ich weiß nicht mehr, was für ein Tag das war, ist aber wurscht, mitten in der Woche, ist ja im Urlaub scheißegal. Und auf einmal spielt da eine Band. Oder eine Band gespielt. Und jetzt mache ich da mit Gräser. Also, das da war unsere Nachbarin. Das waren Tschechen, die waren super lieb. Die Frau ist 49 Jahre alt. Und hat so ein kleines Kind dabei gehabt, die ist da irgendwo an der Bar gesessen, die war 5. Ich denke, ich meine, die werden halt so Mitte, Ende 30 sein, keine Ahnung, haben ein Kind dabei. Nein, das sind Oma und Opa. Und ich denke, was? Okay. So, Punkt 2. Dieses Bürgerin, die war schon bummvoll, die hat dann schon umeinander tanzt, die haben nämlich Rock gespielt. Und irgendwann, ich schwöre, sieht man es da vielleicht schon irgendwo? Ja. Schau mal, mein Mauszeiger ist. Erkennst du die Flaschen da hinten? Erkennst du, was das war? Wieso habe ich das nicht besser fotografiert? Erkennst du die Flaschen da? Erkennst du die Flaschen da? Da hinten und da, wo die Bananenbäume und der ganze Schmarrn drin ist, da ist ein Beet. Weißt du, mit was das gefüllt war? Nicht mit Jägermeister Flüssigkeit, sondern mit leeren Jägermeister Flaschen. Da hinten haben so Mauern, da ist hintere gegangen. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also da an der Bühne ist vorbeigegangen, dann rechts und wieder hinten zu den Zimmern. Überall. Auf den Mauern unten oben. So auf 10 Quadratmeter im Umkreis ungefähr. Als Deko. Ja, das ist nicht einfach als Müll anklingen. Als Deko in die Beete und so weiter. Überall Jägermeisterflaschen. Warum? Weil unser Chef vom Hotel, der hat nicht eine Sekunde einen besoffenen Eindruck gemacht. Nicht eine Sekunde. Aber der hat Jägermeister gesoffen, Alter. Ich habe mal ein Lied geschrieben, da drin, ich zitiere mich selbst, ich bin der Jägermeister Endboss. Ich habe früher so viel Jägermeister gesucht, dass sich ja jeder bloß einen Kopf peilt hat und hat gesagt, du bist nicht ganz sauber. Ich bin früher ins MGM reingegangen, sofort links abgebogen an die Bar, habe einen 50-Euro-Schein rausgeholt und habe zu dem Mann oder der Dame gesagt, so, ich möchte für 50 Euro bitte lauter kleine Jägermeister, Dankeschön. Und dann habe ich meinen Pulli angehört und habe da herin ungefähr so 50 Jägermeister herin gehabt. Und dann den ganzen Abend so gesucht, so weg, weg, weg. Der Typ, ich hoffe, ich habe es irgendwo die Bar noch fotografiert, ich glaube aber ihn nicht, weil ich nicht dran gedacht habe. Der hat so einen Kasten gehabt, wo 3 Jägermeisterflaschen oben drin stecken und vorne kannst du die Temperatur einstellen. Und also digitale Anzeige mit minus 18 Grad. Der kommt da raus, Alter, dass du saufen kannst, ohne dass da irgendwas feit. Und dass er richtig gut schmeckt. Ja? Und in einer Tour. Ich wollte dann bestellen, er kommt her, schenkt man. Ich wollte dann bestellen, kommt her, schenkt man. Man passt mir nicht auf, er kommt, stellt 2 Stamperl her. MGM Plattling, selbstverständlich. Kennst du bei uns im Umkreis noch irgendwo MGM? Also 2002, wo ist ein MGM? Als 2002, wo ist ein MGM? Ja, in Plattling war das, bis der Besitzer angezählt hat. Der gute alte Durchlaufkühler. Wir waren mal besoffen ohne Ende. Also, aber halt richtig. Ja, aber richtig auch nicht, weil sonst hätte man nicht mehr gehen können. Ihr wisst schon mal, man ist so richtig, dann ist man so richtig dabei. So, irgendwann, jetzt schauen wir uns einmal den Sänger an. Ja? Der hat immer so leicht zugänglichen Rock gespielt. Okay? Aber wenn wir uns jetzt den einmal so anschauen, dann wissen wir alle, der spielt eigentlich was anderes. Und dann ist Bürgerin irgendwann 4 gegangen und hat gefragt, ob er Rage Against the Machine spielen kann. Fünf Minuten später bin ich vorne auf der Bühne gestanden, hab meine Haare aufgehört und bin umeinander gesprungen, weil der letzte voll spaßt. Ich denke, okay. Aber war cool. Waren Amerikaner, die normalerweise ganz was anderes spielen, aber die machen das halt im Sommer, fahren die da umeinander und spielen da Musik. Das ist halt so ein Sommerding. Um zu überleben wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist er auf, wie soll ich sagen, wahrscheinlich ist er einfach als Musiker, wo du nicht bekannt bist, das Leben nicht ganz so einfach. Grilling in the name of. Nein, was hat er gespielt? Fuck, was haben sie denn gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Guerilla Radio? Weiß ich nicht. Du auch gespielt, bist du wahnsinnig, Alter. Wenn ich mit 2 Promille umeinander springe, tue ich gar nichts mehr. Da tue ich gar nichts mehr. So, weiter geht's. Das ist ein Octopus Saganaki oder Stifado, das weiß ich jetzt nicht mehr. Scheiße. Das ist im Prinzip ein ganz dickflüssiger Eintopf mit Oktopusstickerl drin.
Schaut aus wie Hundsfutter. Aber gut, das kann man vom Gulasch auch sagen. Es schaut ein bisschen aus wie Gulasch, machen wir nicht Hundsfutter. Ultra geil. War richtig geil. Bisschen grünfei. Dann die dritte Variation von Dolmades, ich glaube, das können wir überspringen. Das waren die schlechtesten Kalamari, die ich da unten seit langem gegessen habe. Ich glaube, das sagt man auch sofort. Die sind erstens eingefroren gewesen, die Pommes sind nicht fertig. Der Reis war gut, der Salat war gut, aber gut. Nichts Besonderes. Stifado ist ohne Fisch. Stifado, dann war es ein Saganaki. Oktogulasch, ja. Die nächste Variation des Ochsenpenises. Das, glaube ich, war ein Pornstar. Da habe ich mir einen Pornstar gekauft, das war dann so dünn und ich sitze halt da. Ich sitze da mit der Bayershosen, mit der kurzen und mit dem Vollbart und keine Ahnung und eigentlich relativ abgefuckt. Und dann sitze ich da mit meinem Nuttensaft mit so einem kleinen Glas. Ja, nicht abbrechen, ja, nicht kaputt machen. Die hat auch, die Frau da, die hat auch jetzt mit gelacht, das war schon gut. Irgendein Getränk. Ja, jeden Tag ist nur gesoffen worden. So. Und jetzt kommen wir der Sache von der Geschichte, von der ich erzählen möchte, die wirklich narrisch ist, kommen wir, glaube ich, ein Stück näher. Warte, da muss ich jetzt schnell nachschauen. Ohne dass ich euch spoilert, ich muss jetzt schnell nachschauen, wo wir sind. Nein, dauert noch, passt schon. Ja. Das war der zweite Strand, wo wir waren. Das ist der Strand, wo ich in meiner Kindheit schwimmen gelernt habe, fischen gelernt habe, schnorcheln und tauchen gelernt habe, Motorradfahren gelernt habe. Und das war's. Und an diesem Strand habe ich mit meinem Pap sehr viel Zeit verbracht. Und dementsprechend habe ich sehr viele Erinnerungen an diesen Strand. Da hinten ist eine große Bucht hinten raus, die geht wirklich bis da, wo man die Gischt noch sieht. Das sind mindestens so 50 Meter und so weiter und so fort. Da habe ich Schnorcheln gelernt. Habe ich diesmal leider Gottes nicht rundherum können, weil 2 Wellen gegangen sind. Bei den Wellen scheiße ich mir normalerweise nichts, aber da draußen wird das so krass, dass ich 2 Mal ausgepaddelt, ich 1 Meter rausschwimme und 5 Meter zurückgeschwappt wird und irgendwann wirst du narrisch. Hast du eigentlich mal auf die Uhr geschaut? Ach du Scheiße, es ist 10 nach 10. Da muss ich schnell labern, weil die Geschichte wird jetzt wirklich narrisch. Ich hoffe, dass ich mag euch ja nicht zu lange aufhalten. Selbe Strand von der anderen Seite, Strand von der ganzen. Und wenn man sagt, also es ist halt August, da geht es natürlich zu. Aber es war aushaltbar, war echt in Ordnung. Da haben wir mit denen Radl hingefahren, das war auch ganz lustig. Geht alles per App. Hat auch wunderbar funktioniert. Bis ich von dem Strand, wo wir gerade waren, wieder heimfahren wollte. Ja, ist freigeschaltet. Ja, okay. Bremse, keine Ahnung. Das Ding wird gestohlen. Ich stehe da, möchtest mich du komplett verarschen, Alter. Und ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde mit der App angeschissen, bis ich mein verdammtes E-Bike wieder gekriegt. Ich bin das erste Mal in meinem Leben mit einem E-Bike gefahren. Das ist vielleicht schon ganz geil. Und das ist ein bisschen so in die Pedale eintreten und dann merkst du auf einmal, wie der Elektromotor einschaut und ich so, wow! Bruder, da fährst du 40 mit dem Ding und es interessiert keine Sau. War richtig cool. Kostet am Tag, was hat das kostet am Tag? Ich glaube, pro Radl an 24 Stunden lang kannst du es hernehmen, 12 €. Das war schon in Ordnung. Alt wirst. Was? Alt wirst? Das kann ich ein normaler Radl nicht geben. Ich hätte ein normales Radl genommen, aber er hat bloß die 2 gehabt. Da war direkt bei unserem Hotel drin, die haben da mal angestanden und nehmen wir die. Bleib lieber beim Motorradl. Ich habe meinen Führerschein nicht dabei gehabt. Und ich sitze mir bei der Biergerin nicht auf einem Roller oder auf einem Motorrad. Das kannst du knicken, Alter. Das war unser Bar von der anderen Seite. Ja, genau. Von innen nach außen. Du hast da einige Ideen, wenn du nicht in dem Hotel warst. War wirklich schön. Und es war definitiv. Da. Damit ich keinen Scheißdreck nicht verzeihe. Da! Damit du ungefähr die Vorstellung, das ist nur ein Blink. Ein Blink auf Jägermeisterflaschen. Die sind leer. Wohl, gut, die kannst du nicht so in die Sonne stellen, weil da haben sie noch 2 Tage hin. Aber bloß damit ihr eine grobe Vorstellung habt, wovon ich da geschmatzt habe mit den Jägermeisterflaschen. Der Teufel. Hat er gesagt, ich habe mit dem auch ein bisschen geschmatzt, der hat gut Deutsch kennen. Das mag ich eigentlich normal nicht so, weil dann fühle ich mich so daheim und ich mag mich nicht daheim fühlen. Er hat gesagt, der arbeitet 20 bis 22 Stunden am Tag. Das musst du mir vorstellen. Der schläft 2 bis 4 Stunden. Und dann hat er mir halt auch so erzählt, so mit, ja, er trinkt halt so 30, 40 Stamperl Jägermeister am Tag. Weißt du, was geschlagen hat? Ich hab dann nichts gesagt. Ich hab gesagt, mein Freund, ich hab mir's gedacht, besser gesagt, das habe ich von jemandem schon einmal gehört und das ist nicht gut ausgegangen. So, weiter geht's. Das ist dann der Weg hinter zu unserem Zimmer. Ja, immer links eine ist immer was ein Zimmer und oben drüber nochmal.
War auch ganz nett. War alles schön bepflanzt und so, überall ein Kräutertoten. Das hat er uns alles gezeigt und so weiter. Das war nett. So. Und das war das zweite Restaurant in Malia in der Altstadt. Das war cool. Da geht es so durch, da ist so eine Treppen durch, die ist öffentlich und links und rechts ist das gleiche Restaurant. Da haben wir dann auf dem Platz gewartet. Das ist übrigens Bürgerin. Falls irgendjemand interessiert und sie nicht weiß. Ich weiß nicht, ob es da. Die schaut ein bisschen lästig aus, war es aber nicht. Wir haben auf am Platz einfach gewartet, weil das Ding war voll. Und ohne Reservierung kommst du da nicht rein und so haben wir, ich glaube, so eine Viertelstunde dann auf dem Platz gewartet. Ist Birger zufällig was zurückgezogen? Jetzt geh weiter. Nein, wir haben da gewartet auf dem Platz im Restaurant. Also wir haben da hergestellt worden zum Warten und ich habe mir dann gedacht, das eigentlich schaut das echt schön aus und machen wir ein Foto, dass ich dir echt das zeigen kann. Ist Birgerin zufällig bei der Yakuza? Eigentlich nicht. Schönes Tattoo-Motiv am Arm. Ne? Da hat es ein paar, der ganze Arm ist voll von oben bis unten. Ein paar Steine drin, die gefallen mir nicht so, die haben ja nicht so geil gestochen, aber das Gesicht da zum Beispiel, ist da das angelehnt an ein Jugendfoto von ihr selber. Das ist ziemlich krass gut gestochen. So, weiter geht's. Warum ich das drin habe, das weiß ich nicht. Das ist einfach, da habe ich nach links geschwenkt und dann war es genau das gleiche. Da haben wir uns dann leider einsitzen müssen, weil kein anderer Platz ist. Aber Franzl! Fix Mari! Ich hab gesagt, keine Donations, weil die da nicht angezeigt werden. Merci für all das, was du machst, für die bereits jahrelange Unterhaltung. Ein kleines Dankeschön. Grüße aus Bonn-Moers. Franzl, Kuss auf die Nuss. Merci für deine 15 €. Küsschen aufs Nüsschen. Entspannte 29 Bürgerin, die schaut hungrig aus. Ja, da waren wir alle hungrig. Oleg 30 bis 40D. Ja. Gehen wir lieber weiter. Ja, was haben wir da gegessen? Knoblauchbrot mit kleinen Oliven, geht immer. Das war kein Feta-Käse, das war irgendein anderer Käse, war aber auch saugeil mit dem selber gemachten Brot. Das ist selber machen auch tatsächlich im Restaurant drin. Und das war ein weißer Taramas mit Ding und das war der beste Taramas, den wir jemals gegessen haben. Ever. Bürgerin hat gegessen so gefüllte Nudeln, da waren so Meeresfrüchte und Käse drin. Die haben mir ein bisschen wenig angeschaut zuerst, aber sie hat es fast nicht da essen können. Und ich hab da ein Rinderfilet, eine Rinderlende, Entschuldigung, Rinderlende auf einer Aubergine mit Käse überbacken gegessen und heiliges Scheiße, Alter. Auch aus dem Holzofen, ganz wichtig. Ich nehme dann bei denen immer so die Sachen nicht aus dem Holzofen, weil das meistens ihre Spezialitäten sind. Und dieses Rindfleisch, das war so gut, dass die Eiling jetzt kennen. Die Kartoffeln genau, also das war ein richtig gutes Restaurant. Dann haben wir noch einen kleinen Raki gekriegt, eine kleine Nachspeise mit so Biscuit und Joghurt-Ding, das war super gut. Das war unser Weg in Richtung Strand, also rechts da, wenn es jetzt nach rechts geht, ist unser Hotel. Dahinter, wie halt so oft, einfach so Acker und Baugrund, der nicht bebaut ist. Einfach die Straße hinter und es schaut jetzt viel weiter aus als es war. Ich glaube 2 Minuten zum Fuß gehen. Dann waren wir am Meer dort. Ja, das nächste Club-Sandwich haben wir schon gehabt. Weiter geht's. Dann, stimmt, ich habe noch eine Fischplatten gegessen für mich alleine. Die war auch ganz gut. Mit Scampi drauf und so Red Snappers haben die Dinger geheißen und alles, was halt auf so einer Fischplatte drauf ist, war auch gut. Das war irgendein Käsestampf von der Nadine. Das hat's. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, das war irgendwie eine Mischung aus Taramas und einem Käse. Bin mir nicht so 100%. Birger, was hat denn da als Essen gekostet? Adri, das ist eine richtig gute Frage. Ich kann da jetzt so 100%ig nicht genau sagen. Aber in den letzten 3 Jahren, wenn wir da unten beim Essen waren, haben wir in der Regel immer 50 € braucht. Ja? 2 Vorspeisen, 2 Hauptspeisen, 2 Kandeln Wein, 2 Wasser. Dann haben wir immer so einigermaßen 50 €, wenn wir uns mal ein bisschen was Teures gekauft haben. Ja, manchmal kostet einfach eine Fischplatten, kostet im Schnitt einfach mal 15 € mehr. Dann haben wir 60 € gezahlt, höchstens. Dieses Jahr, da unten, wirst du nicht verschont von den Preiserhöhungen. Wir haben im Schnitt 70 € gezahlt pro Essen. Nicht pro Kopf für beide. Also das ist immer nur für einen ganzen Abend fortgeht. 2 Stunden da sitzen, 2 Kandeln Wein gegessen und richtig gut essen. Ist immer noch nicht viel Geld. Aber es ist ein Unterschied, ob ich 8 mal 50 € zahle oder 8 mal 70 bis 80 € zahle. Ja, es sind einfach fast 300 € Unterschied. Und das merkst du natürlich. Das merkst du natürlich. Aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Weiß ich nicht mehr. Ja, weiter da. Ja, wer hätte es gedacht? Dolmades zum 5000. Mal.
Ich hätte es gedacht, schon wieder Octopussy, der ein bisschen wie ein Kringelschwänzerl ausschaut, aber diesmal war es bloß eine Vorspeise, das ist bloß ein kleiner. Wie viel Kilogramm hast du zugenommen? Sind ja nur Fressfotos? 0. 0. Seht ihr das jetzt nicht? Ich muss da rein, da jetzt sein. Ja, Oma hat ein lustiges hier auf. Ich hätte es fast gekauft. Fast. Dann habe ich das hier die ganze Zeit gesagt, das muss kaufen, zeig das im Stream, die Idioten lachen mit sich ein. Über die Idioten. Dann habe ich gesagt, die Scheiße kann ich bei Amazon auch irgendwo kaufen, da kostet wahrscheinlich ein Viertel. Ja, ich weiß es auch nicht. Und da hat es einen Pikachu-Hut, das ist halt ultra cute, wenn du einen Burm oder einen kleinen Burm oder ein kleines Dirndl hast. Das war so ein Pikachu-Hut, so ein gelber. Und der hat auch genau diese Ohren da am Hut drauf gehabt, mit zwei so Dingen, und da hast du draufdrücken können und haben die Ohren die ganze Zeit so gemacht. Ist halt ultra cute für ein kleines Kind oder so. Geh, das hast du gekauft? Nein, habe ich nicht gekauft. Ich sag, das ist. Sie wollt's haben. Also, das kommt da ab jetzt mit deinem Schund. Das war unser letzter Abend. Canale Grande. Dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt machen wir so ein schlechtes Urlaubsfoto, wo die so, wie die Behinderten, die sich so irgendwie an einer Palme ohne lernen und so. Kennst du die Urlaubsfotos von so alten Leuten? Die sich aber an irgendwelche Sachen ohne lernen müssen und so. Die so richtig schlecht ausschauen. Die Ananaspalme. Go, go, Power Rangers. So. Und jetzt glaube ich, ja genau. So. Und jetzt kommen wir zur abschließenden Geschichte und dann war es für heute. Achtung, da muss ich jetzt schnell umschalten. Ich habe gedacht, es geht dann wieder von vorn los. So, Freunde der Sonne. Es wird vielleicht auch ein bisschen, es wird nostalgisch, es wird vielleicht auch ein bisschen auf die... was ist denn das jetzt? Was ist denn der Scheiß? So, jetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich vorher schon gesagt habe, Phase 1. Ich habe in Kreta genau in diesem Ort, 50 Meter weiter war das Hotel, in dem ich mit meinem Pap meine halbe Kindheit verbracht habe. Ja? Wir waren immer 14 Tage, teilweise länger. Von 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2009, 10 und 11. War ich mit meinem Pap da unten. Ja? Deswegen mag ich einfach diese Insel also. Die kannten es nur so verschandeln, ich habe damit einfach so viele Erinnerungen, dass es ganz aus ist. Das, was ihr da seht, das ist eine Bar, da war ich das erste Mal drin, 1995. Das war vor 30 Jahren, das muss man vorstellen. Das war vor 30 verschissene Jahren. Und wahrscheinlich, das weiß ich halt leider Gottes nicht mehr so genau auf den Tag genau vor 30 Jahren, da das erste Mal drin in dieser Bar. Und diese Bar, die gibt es einfach immer noch. Und die schaut noch genauso aus wie damals. Das sind dieselben Stühle, das sind dieselben Tisch. Die Bäume, die ihr da seht, das sind, auf dem Foto sind es jetzt 2 Stück. Da ist ein bisschen weiter links, da ist noch einer. Dann insgesamt 3. Ich schwöre dir bei Gott, ihr erinnert mich daran, wie die Bäume so groß waren. So. Und dann, jetzt weiß ich nicht, was da für ein Battle kommt und jetzt bei so wacht. Wie waren wir da jetzt, ja? Irgendwann bin halt ich dann älter geworden, so mit 14, 15, Pubertät, keine Ahnung, dann magst du nicht mehr mit deinem Papa in Urlaub fahren. Ist er mit seiner neuen Frau, mit seiner zweiten Frau im Prinzip, ist er dann da über gefahren und so weiter und er ist fast nie wieder woanders hingefahren, er war immer da. Er war immer in dieser Bar. Er hat in dieser Bar immer ein Bier getrunken, ein Eis gegessen, genauso wie ich. Ich bin da drin, ich kenne die Leute, die da gearbeitet haben und so weiter, an das erinnert ich mich noch. Und dann komme ich da hin, gehe da so rein und dann ist es die gleiche Bedienung wie vor 30 Jahren. Es ist die gleiche Bedienung wie vor 30 Jahren. Das habe ich natürlich nicht gewusst, aber ich habe es gehofft. Und jetzt mal so wacht. Vielleicht für die Leute, warum mir das so viel bedeutet, vielleicht wissen es einige nicht, mein Papa ist 2012 gestorben. Das war nicht ganz einfach.
Vor allem überhaupt auf die Insel jemals wieder zum Fliegen war auch nicht ganz einfach. Ja? Vor allem in die Ortschaft und an den Strand, wo ich euch vorher gezeigt habe, da wo ich Schnorcheln gelernt habe und so weiter und so fort, ist wirklich insane. Und ich habe die Bedienung noch erkannt, aber ich war halt damals 95, das war vor 30 Jahren, der kann sich dann nicht mehr an mich erinnern. Was ich dann da hab? Dann habe ich ein Battle von meinem Pap ausgezogen. Zuerst habe ich es ihm versucht zu erklären, so servus, bla bla bla, ich bin der Birger, ich war 30 Jahre schon mit da. So, ich bin nicht hingegangen und habe ihn gefragt auf Englisch, ob er sich noch erinnern kann an einen älteren Mo, so über graue Haare, Schnauze, war jedes Jahr mehrfach da mit seinem Buben, immer nur Orangensaft und Pinocchio-Eis und Eis und ein Heineken hat er betrunken und so weiter und so weiter. Und jetzt bei so wacht. Er sagt halt, nein. Sag ich, gut, ist klar. Dann hat er auch selber auf Englisch gesagt, es kommen hier tausende Leute, es tut mir wirklich leid, keine Ahnung. Dann habe ich ihm ein Battle auf dem Handy gezeigt. Ich schwöre dir bei Gott, wie der in das Handy reingeschaut hat, das hat so 5-10 Sekunden dauert, er hat so reingeschaut. Und irgendwann hat es den dermaßen genommen mit Malaka! Of course I remember him, this and that, he always was here, bla 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 bla. Und ich bin da gesessen, mir läuft Gänsehaut, wenn ich davon verzeihe. Mir läuft Gänsehaut, wenn ich davon verzeihe. Und dann schaue ich halt so und er hat gesagt, ja, ihr erinnert mich und so weiter und so fort und so weiter. Und sage ich, ja, ich bin der Kleine. Dann hat er mich so angeschaut, das ist nicht dein Ernst. Geht halt her, Umarmung und was weiß ich, was soll ich sehen. Und das ist auch noch nicht das Narrische. Das ist immer noch nicht das Narrische. Das ist immer noch nicht das Narrische. Dann hat man sich erst einmal lang unterhalten. Malaka! Und da hat einen 24-jährigen Buben. Ich war das letzte Mal als Kind da unten, wie er sein Kind gekriegt hat. Der ist jetzt 24, sein Bub. Du hast übrigens Gregory. Der ist 24. Hat mich in LOL geaddet und wir spielen jetzt dann mal Aram miteinander. Sein Bub ist leider ein bisschen behindert. Ich weiß nicht mehr genau, wie man das nennt. Ich glaube, er hat diese Muskelschwundkrankheit in die Füße hauptsächlich noch. Also es wird wahrscheinlich schlimmer und so. Aber er zockt halt und so weiter und so fort. So. Hey, aber du bist doch auf 24 plus. So, und jetzt pass auf. Dann kommt die Bedienung zu mir her, dann haben wir uns unterhalten. Bla bla bla, und super und nice und natürlich erinnere ich mich und so weiter. War das schon mal right in the Miau Miau? Das war wirklich ohne Scheiß, das hat mir sehr viel bedeutet. Das ist halt ich weiß ja nicht, wie ich euch das jetzt erzählen soll. Ich muss dir vorstellen, ich habe meine Kindheit, ich habe so viele Kindheitserinnerungen an diese Bar da drin mit meinem Pap. Und dann steht der Typ da und ist immer noch da. Das gibt es nicht. Das gibt's nicht, Alter. Muskelatrophie. Opa geil, ja. Ich glaube, dass es oder Muskeldystropie, irgend sowas. Nichts Schönes auf alle Fälle. Aber er kann noch gehen, aber nicht mehr gut. Und ist geistig halt voll da und so weiter. Ist ein super netter Kerl. Und jetzt pass auf. Verzeiht mir der Typ in der Bar. Du, ich hab was daheim. Das bringe ich dir morgen mit. Ja, okay. Am nächsten Tag wieder reingegangen, haben wir ein bisschen Tonics getrunken und so weiter und so fort und so weiter und so fort. So ist er da und dann kommt er. Here, I have something for you. Weißt du, was das ist? Mir läuft Gänsehaut jetzt, wenn ich so schaue, weil es unmöglich ist. Es ist unmöglich. Weißt du, was das ist? Das, wenn ich euch nicht sagen, dann darf ihr mich auch nicht erkennen. Wie ist denn dieses verficktes Video? Dann bringt mir der ein Fotoalbum mit richtige Fotos, nicht irgendeinen digitalen Scheißmüll, von mir und meinem Pap. Von 1900, das da ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von 1999. Das heißt, da bin ich schon 13 oder 98, da bin ich 12. Aber, da müssen wir wieder zu, ne? Das war total neu, das verzeihe ich gleich genau. Das war das. Dieses Bild. Ich schwöre, oh, leck. So insane. Irgendwann ich spinne, wie das sehe.
Ich hab gemeint, ich spinne, wie ich das sehe, oder? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Battle ist von 1995, da bin ich 9. Da bin ich 9 Jahre alt, Alter. Und der Typ bringt mir Beutel von meinem Pap und mir, echte Beutel, zum Angelangen. Ja, nicht irgendwo auf dem Handy oder irgendein Scheiß. Und das ist natürlich Bedienung, das sollte ich vielleicht einmal dazu sagen, das ist der George. Das ist die Bedienung damals, der ist damals 21 Jahre alt, Mann. Und hat da die Bar aufgemacht, selbst, das ist unfassbar. Dieselbe Hosen wie der Pap, da hat er mit Zunge dazu, das weiß ich nicht, mit seinen geschissenen, abgeschnittenen Jeans. Pap! Ja, aber und? War halt abgeschnittene Jeans, was sind wir? Schlappfall, die haben da nicht Klappball geheißen, die haben bei ihm immer Schlappfall geheißen. Die hab ich auch ziehen müssen. Tu jetzt deine geschützte Adidas-Schuhe weg, weißt du, verreckst da drin. Du schaust deinem Papa aber auch sehr ähnlich. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Vom Gesteh her, ja, das war ja das Erste, was die Mom gesagt hat, wie du das gesehen hast. Die hat auch der Schlag drauf, die hat auch gesagt, Alter, du hast genau dasselbe Gesteh beieinander wie dein Pap. Das ist unglaublich. Aber was so krass, mein Pap ist da, lass mich kurz überlegen, der ist 49 geboren, dann war er da 51 minus 5, da war er 46. Der Mann ist da, also der Pap, der Pap ist da 46 mit der geilen Pornobrillen. Der Allergeilste, der ist da 46 Jahre alt. Deswegen sage ich zu euch immer, das grenzt an ein Wunder. Der war halt 10 Jahre vorher schon komplett grab. So wie da. Silbergraues Haar. Seitdem, ich kenne ihn nicht anders. Ja, so wird es mir auch gehen, nehme ich an. Aber dafür fallen mir die Haare nicht aus. So schaust du in diesem Jahr aus. Ja, wahrscheinlich. Es geht ja auch sehr rapide. Allerdings wollte ich euch, das ist meine krasse Geschichte für mich. Ich hab gemeint, mich nimmt's komplett. Da kommt da noch was. Haben wir mir natürlich noch schnell ein Foto gemacht. Ist ja klar, das ist die Bedienung heute. Heute ist er 51 und das ist sein Bub, sein 24-Jähriger, mit dem habe ich mich lange unterhalten. Das war super nett. Ja. Haben wir natürlich ein Foto machen müssen, ist ja klar. Ja, ist ja klar. Und dann geht's wieder von vorne los. So. Und jetzt kommt noch was ultra Narisches, was ich fast übersehen habe. Der George, also ich habe mir 2 Fotoalben hergelegt und habe gesagt, in dem einen müssen 2 drin sein, in dem anderen müssen 3 drin sein. Also es gibt noch mehrere Beutel von meinem Pap hauptsächlich, da bin aber ich nicht drauf. Ich glaube jetzt nicht, dass euch das... Ich sag's jetzt einfach freiwillig aus, aber es ist, das geht euch ein Scheißdreck an, wenn ich da nicht oben bin. Habe also sogar schon überlegt, ob ich euch das überhaupt zeige, aber ist ja gut. So, und jetzt pass auf, jetzt gibt es Allernarischste, was überhaupt gibt. Oh, ist das schon narisch? Bladel so durch die Fotoalben durch, ganz langsam. Zig 100 Leute da drin, ja, lauter Fremde. Und dann habe ich ein Beutel von mir gefunden, dann nochmal eins von mir, eins von meinem Pap mit seiner Frau und nochmal eins. Und bladel so umeinander und bladel so umeinander. Und dann habe ich gesagt, ja passt, hab alles durch. Dann sagt er, da muss aber noch irgendwo eins sein, schau nochmal durch. Dann bladel die so umeinander. Und irgendwann ist das so Doppelseiten mit Foto, 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 rechts unten was anderes. Postkarten. Wie tue ich das jetzt, dass ich euch das zeige? Und ich hätte es fast nicht gesehen. Ich hätte fast weiterbladelt. Und sagt die Bürgerin zu mir, du, was ist denn das? Und ja, also, Moment mal, die Handschrift habe ich schon mal irgendwo gesehen. Moment mal, aus München. Gut, dass es Bayern gibt, was? Und dann steht da unten, da hat die Bürgerin gesagt, du, das kann doch Bürger heißen. Dann schau ich so, das ist die Unterschrift von meinem Vater. Dann schau ich so, dann hat mein Pap am George, also dem Barbesitzer, leider ist keine Jahreszahl drauf, ich kann es leider auch nicht mehr aus der Briefmarken auslesen, eine handgeschriebene Postkarten geschickt, dass wir am 23. Juli, wo bei uns in Bayern übrigens noch keine Sommerferien sind, kann sein, dass ich ab und zu eine Woche früher schon aus der Schule gefeiert habe, 2000 laut Briefmarken. Wo sagst du das? Die 2-0 da waren wir uns nicht sicher. Ich meine, ich kann natürlich das 26 minus 600 lesen, aber ich habe nicht gewusst, dass das 00 2000 heißt. Abgesendet am 26.06.00. Aber müsste da nicht 26.0, da steht ja nicht 06, da steht 26-600. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ist ja wurscht. Ob es jetzt 25 Jahre alt ist oder 30 Jahre alt ist, ist vollkommen wurscht.
Ich habe eine originale, handgeschriebene Postkarten von meinem Vater in der Hand. Ich hab gemeint, ich krieg einen Vogel. Ich hab gemeint, ich krieg einen Schlaganfall. Sowas habe ich nicht mal selber. Verstehst? Sowas habe ich nicht mal selber. Es ist mir jetzt narrisch. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da noch weiter erzählen soll, aber das ist absolut narrisch. Absolut insane und ich meine, ich kriege einen Schlaganfall. 2000 war der 23.07. Sonntag. Das kann so gut hingehen, am Sonntag sind wir gern geflogen. Und ich bin gerne mal eine Woche früher schon in die Sommerferien gegangen, warten, dass wir in Urlaub fliegen können. Weil mein Papa nicht anders Urlaub gekriegt hat. Das kann nicht bloß sein, das ist ich kenne die Handschrift von meinem Papa. Ich weiß zum Beispiel, wo ich mache immer nur einen Strich. Ich mache keine Striche oben und nicht, sondern einfach nur ein gerader Strich. Und wie ich das da gesehen habe und das Zimmer mit dem Hagel da herum und so weiter, ist mein Pap absolut insane. Oder? Ich habe eine echte Postkarte handgeschrieben von meinem Pap in der Hintergrund, sowas habe ich nicht mal selbst. Sowas habe ich nicht mal selber! Fuck off. Puh. Ist auch gar nicht so einfach, da drüber zum Schmerzen und zum Fangen, ohne ein bisschen zum Schwitzen und du weißt das schon. So. Das wollte ich euch zeigen. Das war alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Someone is cutting the onions. The ninjas are around. So, jetzt machen wir das zu. Passt. Wenn ihr der Sonne beschauen wir aus. Sind wir ready für Season 9 oder was? Am Mittwoch! Wichtig! Mittwoch ist euer Urlaubsreview. Bei mir im Discord. Das haben wir jetzt, muss ich mich da mal schnell anständig hinsetzen. Wieso bin ich so weit aus dem Bett raus? Das ist nicht gerade eigentlich. Am Mittwoch machen wir Community-Urlaubsreview. Ja, da kann jeder mitmachen. Bei mir im Discord. Ab in den Chat hinein. Nicht in den Chat hinein. In die Beschreibung hinein. Respekt, danke fürs Jetzt. Achso. Oh, ist das mein Herz als beim. Das war narrisch. Also du kannst mich nicht meinen, die scheiß Bar ist noch immer noch. Die schaut noch genauso aus wie damals. Bloß dass die scheiß Band einfach groß sind. Warte mal, die da hinten. Oh leck, Alter, ich kenne den Typen da hinten, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Puh. War narrisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke für ein Herz als Ben. Schön, dass wir da so viel davon zurückkriegen, ist nicht selbstverständlich. Keine Ahnung, für mich ist das einfach eine krasse Geschichte und die teile mit euch. Ich kann jetzt auch verstehen, wenn sie da sitzt und manch einer sich vielleicht denkt, hä? Aber das verstehst du dann vielleicht, wenn dein Pap nicht mehr da ist. Schützt uns noch was? Was schützt ihr euch noch? Frauenmode brauchen wir noch. Das zeige ich euch am Mittwoch. Erinnert mich am Mittwoch da. Was? ChatGPT sagt, unten rechts auf der Briefmarke steht 1990. Ja, da war ich aber noch zu jung. Und 90 waren wir nicht in Kreta, da war ich 4. Höchstens 5 im August. Hail to the King! Ja, sowieso. Ihr salutiert da auch gerade neben mir oder irgendwem, ihr salutiert dem OG-Bürger. Sag ich schon klar. Ich heiße Bürger, weil dieser Mann Bürger geheißen hat. Mein Pap. Ist übrigens eine Klon zum 1000. Mal. Ich heiße halt wirklich Bürger. Zwar vielleicht nicht mit meinem ersten Namen, aber mit einem von meinen 4 Vornamen. Herzlichen Glückwunsch mir. Und Dankeschön an meine Eltern. Wie soll man das eigentlich in deinem Zeugnis machen? Deine Namen passen da gar nicht rein. Ist mir wurscht, schreib's irgendwie eine, ich möchte alle drinstehen. So, meine Damen und Herren, vielen Dank für den Herzsalzbein. Jetzt gibt's noch eine kurze Ansage, bevor sie wieder alle schleichern. Urlaubsreview am Mittwoch von euch. Jeder kann mitmachen, der will natürlich. Ja, also ihr müsst euch schon bewusst sein, dass ich die Beutel dann herzeige und dass wir die uns dann im Stream anschauen. Ab in meinen Discord, da gibt's einen Schluss jetzt mit Rumdonaten, das war heute, das ist schon wieder völlig aus dem Ruder gelaufen. Cyberfox, noch ein Danke zum Schluss, gute Nacht und bis Micke. Kuss, ich sag danke, niemand braucht sich bei mir bedanken. Der
Da könnt ihr eine Battle posten ins Discord. Hier, Link in der Beschreibung, gibt es einen extra Channel, der heißt Urlaubsreview. Regeln lesen. Ich habe es im Video gestern schon gesagt, da kriegst du jetzt auch noch eine Aufgabe, wer das Video noch nicht gesehen hat, anschauen, damit da ein bisschen was vorwärts geht. Smash den Like-Button. Dankeschön. Bis Mittwoch habt ihr Zeit, das da nicht zum Rotzen. Konzerte lasse ich nicht gelten. Festivals, gerade noch. Ansonsten, wenn es keine Urlaubsfotos hast, dann ist das halt so. Posten Sie Ihre Highlights. Sei es was zum Essen, sei es Architektur, sei es der Strand, sei es Schnorcheln oder sei es von jemandem, der einen Babywal aufgenommen hat, wo es mir vor 2 Jahren komplett genommen hat, wie das Beine geschissen hat. Opa geil! Ein Obolus zu den heutigen Schwank aus ihrer Vergangenheit. Merci dir. Da braucht sich keiner bei mir bedanken. Ich muss Dankeschön sagen. Freier, genauso. Danke. Für was? Danke. Ich hab nichts da. Ich sitze einfach nur da und schwadroniere dahin. Was eh kein Mensch, es ist halt 20 vor 11. Was kein Mensch, wo 20 vor 11 hingekommen ist. Eine da, wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Das wird nochmal recht ähnlich. Birger, Pledge-Match, aber halt der Community-Review. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, nicht gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Dafür machen wir es dieses Jahr. Und wir sehen uns diesen Freitag. Fangen wir sofort an mit Freitag-Streams. Das mit jedem Freitag war übrigens vorher gelungen. Aber ich schaue, dass ich es wieder hinkriege mit mindestens jedem zweiten, außer ich muss einmal einen auslassen. Es kann passieren, dass ich Ende September den Silent Hill F, wo eigentlich an dem Freitag, wo Silent Hill F rauskommt, dass ich den Freitag auslassen muss, weil wir mir nochmal fortfahren. Ja, das haben wir letztes Jahr auch da, über der Bürgerin ihren Urlaub, über ihren Bürgerin ihren Geburtstag, haben wir nochmal fortgefahren. Und dann kann ich halt am Freitag nicht streamen. Aber das holen wir dann direkt am Montag nach. Und diesen Freitag um 20 Uhr sehen wir uns mit dem neuen Indiana Jones DLC. Und das Hauptspiel war wirklich grandios. Das war wirklich super awesome. Da freue ich mich wirklich sehr. Und nächste Woche am Montag geht es dann direkt los mit Chronos. Im Prinzip, heute in einer Woche beginnt der Horror Oktober. Mit dem sanften Einstieg mit Chronos. Ich hoffe, es ist gut. Ich hoffe sehr, es ist gut. Ist wieder fraglich, ob wir das durchkriegen, weil es heißt, es ist so 15 bis 20 Stunden lang. Wenn es ein gutes Spiel ist, schauen wir, dass wir es irgendwie durchkriegen. Wenn es mittelmäßig ist, dann ist es halt, wie es ist. Na, dann ist es halt wie so oft, dann müssen wir mittendrin aufhören und spielen wir was anderes. Das ist ja vollkommen wurscht. Opa Sepp, Mittwoch habe ich keine Zeit, da muss ich Chronos anfangen. Wehe, ihr spoilert's mir. Ich möchte bloß hören, oh ja, ist geil, oder nee, oder Dreck. Dann wünsche ich vorab schon mal viel Spaß mit Chronos. Stimmt das am Mittwoch schon? Also machen wir am Mittwoch, scheiß mal auf Urlaubsreview und machen wir Chronos, ich weiß es nicht. Atomruckler? Ich weiß auch gerade nicht, was da, ich hau halt die ganze Zeit umeinander und alles wackelt umeinander, das ist ein bisschen, ich weiß es auch nicht. Mr. Timson! Bin spät dran, auf die Nachschau ausgewartet, schön, dass du wieder da bist, Herr Timson. Ich sag schön, dass du wenn du da bist, Kuss auf die Nuss. So! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Phase 1. Vielen Dank, dass ihr noch da seid. War das Allerwichtigste. Sonst da die ja irgendwann abbiegen. Weißt du was ist? Was meinst du, dass ich es da mache? Vielen Dank, dass ihr noch da seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Feels good to be back. Es fühlt sich zwar an, wo haben die 4 Wochen nicht, das weiß kein Mensch. Scheißegal. Fühlt sich an, als hätten wir vor 7, 8 Tagen einen Fingerbrumsel 9000 daher gebaut und genauso schnell ist jetzt der Stream wieder vorbei. Zack, es ist 3 für live. Ich möchte mich eigentlich verarschen, ich weiß es auch nicht. Ich muss jetzt noch in Dark Souls 3 ein bisschen weiterspielen, glaube ich. Zum Oberkommen. Und dann singen wir schon. Leute, jetzt Ruhe mit der Rumdonaterei. Es ist absolut insane, was da heute wieder passiert ist. Timmy Boy, sowas ist eigentlich echt einzigartig. Schöne Story und echt schön, dass du das mit uns teilst. No. Schöne, solche Erinnerungen hätte ich auch gerne, aber ich hatte echt eine bescheidene, um nicht zu sagen, scheiß Kindheit. Timmy Boy, das Kreislige ist, ja, Timmy Boy, die habe ich zum Teil auch gehabt. Hat jetzt aber nichts mit meinen Eltern zu tun. Da weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Normalerweise redet man immer Blödsinn, aber über sowas macht man sich nicht lustig. Herr Timmy Boy, das bedeutet mir sehr viel, dass du das sagst. Ich gebe das so zurück. Ist das in Ordnung? Kuss auf die Nuss. Nicht so viel drüber nachdenken, hat mir geholfen. Das ist einfach gesagt, ich weiß es, aber weiß es eh, was es ist. Haben wir halt genug, wir wissen beide, was es ist. Merci dir. Opa, ich habe dich vorbestellen. Das traust du auch noch sagen, oder was? Opa, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Jetzt schleicht sich dahin. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für die ganzen Donations heute. Kruzifix. Vielen Dank für die ganzen Resubs. Vielen Dank, dass die ganzen Mitglieder noch da sind. Natürlich auch nicht im August, wie Haufen weiß, es hilft noch wie fort. Ich gehe schon wieder hoffe. Ich hab's ausgesessen. Der Kanal ist nicht tot. Wir haben überhaupt nicht drüber geredet, was wir die nächste Zeit eigentlich machen, aber das kriegen wir dann schon. Chronos, Indiana Jones,
Silent Hill, Horror Oktober, da haben wir schneller wieder drin, wie du schauen kannst. Das ist wieder fucking September, was es ist. Hey, boy! I understand. So! Breath through your pants. 18 Mark. So ein dummer Scheiß, das Ganze aus. Vierte jetzt! Ja, nee. Ich frage mich ja bloß, wie lange ich die 650 Leute noch auszögern kann, dass du erinnerst, wie viele Handen schon eingeschlafen. Wie viele Handen schon eingeschlafen, ich weiß es nicht. Gehen wir ins Bett. Meine Damen und Herren, Dankeschön für alles. Press Triple F für die Moderatoren, schön, dass ihr auch noch da seid. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr, da wird wieder weitergelabert. Und wehe, irgendeiner von euch postet mehr als 5 Battle in diesen Urlaubsreview rein. Du bist raus! Jetzt gehen wir ins Bett. Schleicht euch. Honey! Feels good to be back! Tschüss an! Mal irgendwas Behindertes zum in die Kamera halten? Nein, ich hab nichts Behindertes zum in die Kamera halten. Ich hab was Gutes zum Slipknot. Sexuell.